Talk it like Loose D. Nummer 2, wir sind immer noch da. Ladies and Gentlemen, we are back! So, Frühlingspause ist vorbei. Wir sind zurück. Fertig, Handelbank. Wieder Hopper in den Dolo, hören zu. Wir sind back im Business. Business in the house. Yeah! Alle haben wieder Freude, wenn es heisst Lustig! Geil, geil. Der Beat ist wirklich Ich habe gerade voll ein Déjà-vu gehabt. Ja, ich habe so echt. Aber ist gut. Das ist auch noch nie passiert. Hey, Ja, ey. wir sind wieder da aus der Frühlingspause. Ja, Staffel voll. 2 startet heute wieder. Wir haben einfach entschieden, dass es schon eine zweite, erste Staffel gibt. Weißt du, wir haben ja da mit der Staffelpause haben wir eigentlich gemacht, wir denken, das klingt ein bisschen authentischer, Ja, wenn wir voll. sagen, wir machen eine Staffelpause, anstatt zu sagen, ey, der Luz ist in Miami 3 Wochen am Saufen. das klingt ein bisschen authentischer und professioneller. Aber es ist, glaube ich, allen gut angekommen. Absolut. Aber wir sind back, wir lassen doch nicht in den Stich. Meine Damen und Herren, ich bin der Randy, freut mich. Wir haben, zu meiner Linken ist der Luz. Hello, hello. Das passende Yin zum Yang. Genau. Und wir werden heute unterstützt vom wunderbaren, einzigartigen Fabio Landert. Hello, Fabio! Grüezi. Fabio, was läuft? Wie geht's? Gut, tipptopp. Alles im Grünen. Alles im Grünen, ja. Polen-Saison schon überstanden, oder? Bro, eine Woche am Sterben und nachher ist es hoffentlich gut. Ich Ist tue schon. mich selber immunisieren, weißt du, ich nehme nichts. Und dann ist das wieder gut. Nice. Ich habe auch ein bisschen Probleme heute. Ich habe gestern grillen, da habe ich es gemerkt. Pah. Aber du hast gerade das Video jetzt gerade vor kurzem gemacht. Ja, Mann. Mit in der Bolle am Laufen. Und wie gesagt, einfach machen. Nein, Einfach mal machen. einfach mal machen. Den Polen zeigen, wer der Chef ist. Absolut, Mann. Und dann hast du es gezeigt. Jetzt Und Lied kommt ist er eine an mit so Woche. roten Augen. Einfach mal Aber- machen. Aber das ist eben Mindset. Das ist Geil. genau Geil. wegen dem Video, man denkt, wir müssen dich da holen. Das schwör. ist Kopfsache. Das Polenallergie ist ist viele Kopfsache. Kopfsache, ja, Mann. Wir haben nur Freude, dass du da bist. Danke vielmals, Voll. Das, ja, Mann. dass du die Einladung akzeptiert hast. Danke. Ja. Ja. Und jetzt? Nein, ey, was... Vielleicht, schau, wenn man mal schon, wenn man einen Gast wieder mal akzeptiert, zum da noch kommen, dann geben wir am Anfang gerade mal Props. Absolut. Ich habe gedacht, so, wie man das so als professionelle, junge, hungrige Startup-Guys macht. Dann, Podcaster. Podcaster, ja. Tue ich mich ein bisschen vorinformieren, habe deine Videos noch mal ein bisschen abgecheckt. Und weißt du, was ich wirklich geil finde an deinem Comedy-Content? Jetzt Dass kommt's. dass es so interaktiv ist. Ah, Weißt, wenn ja. du irgendwo auf der Bühne bist, du machst mega oft einfach, wirkt auf jeden Fall sehr spontan. Ja, der ist auch alles. Also, Oder du tust einfach sehr gut deine Gage teilen mit irgendwelchen Leuten, die dort Voll, sitzen. Immer Kollegen rufen. Hast du das von Nein. Anfang an schon so gemacht oder ist das irgendwann einfach entstanden? Weil das ist, glaube ich, mit der Zeit ein bisschen gekommen. Also da ist ja, mit der Zeit ein bisschen gekommen. Wenn du Comedy machst, aber du traust halt ein bisschen mehr, das ist halt so ein bisschen Königsdisziplin nicht, aber es ist einfach schwieriger, mit Leuten gerade zu reden und dann immer etwas Lustiges zu finden. Dann musst du immer etwas haben in dem Sinn. Ja. Es ist, ja, du weißt, du kennst die Leute nicht. Kann sein, dass eben manchmal sind es auch voll langweilige Leute. Die laden natürlich auch die Sachen auf, die dann lustig sind. Ja. Aber also, wenn man in der Show ist, und du merkst dann schon auch, wenn ich die ersten 2, 3 frage, dann merkst du schon, dass 1, 2 von denen halt keine Informationen rausgibt und dann musst du halt schnell zum nächsten oder zu der nächsten Person gehen. Ja. Aber ich rede immer so ein bisschen, eben, ein bisschen die Leute kennenlernen und so. Das mache ich immer. Schon. Ja. Ah, geil. Ja. Also, Ladies and Gentlemen, Stand-up-Komödiant. Ich habe vergessen, dass du immer das Z an tust. SS. Fabio Landert ist da. Also, wir können, ich habe auch Freude, ich schaue deine Videos schon lange und ich Ah, mache geil. mich immer kaputt. Du bist eine Legende. Vor allem, weißt du, wo wir das gefixt haben? Ich habe mit dir den ganzen Kontakt gehabt zum Ja. Daniel Ja. angekommen. Ich habe mir einen Screenshot geschickt von deinem Profil. Ja. Und nachher schreibt er mir so, willst du Konzert, willst du einen Auftritt schauen? Ja. Ich so, nein, Bro, er kommt die Boy so voll geil und so voll geil. Erste Reihe, er hofft jetzt, dass du ihn mal dran nimmst, so bei einem Beat. Voll, ich schwöre, so geil. Erzähl mal, Fabio, wie wird man Stand-up-Komödiant? Also, bist du geborener Komödiant oder wie ist das? Erzähl mal von früher, was hast du vorher gemacht, bevor du die Ja, Karriere als Komödiant gestartet hast? das ist die Frage, die mich immer gestellt über. Ja. Also, aber ich erkläre es euch sehr gern, weil ich schon immer ein bisschen
andere Hörerschaft und die Leute Absolut. kennen mich. Also noch nicht überall in dem Sinn. Aber im Fall, wie man da wird, also da habe ich selber keine Ahnung. Kann man keine Lehre machen für das? Nein, Lehre gibt es nicht. Da musst du wirklich, ich bin normal am Arbeiten gewesen, immer ein bisschen normal gearbeitet, ist das. Und dann habe ich mal 2 Jahre bin ich im Welschland, habe ich gewohnt. Ja. Und dann war mir so langweilig gewesen, dann habe ich nicht gewusst, so, was soll ich noch machen? Weißt du, so Hobbys, fange ich etwas Neues an. Fadi oder so. Ja, Pfadi hat mich zum Glück nie interessiert. Und dann habe ich so gedacht, ja, eigentlich wäre so Bühne wäre irgendetwas vielleicht noch lustig. Und dazu mal hat noch ein Kollege von mir, der war Rapper gewesen, der hat nachher mit Comedy angefangen, also der hat von Musik dann zu Comedy gewechselt. Ein Rapper, der Komödiant wurde. Ja, genau, ja, der Kiko, vielleicht kennt man. Ah, der Ja, Kiko. Kiko, Ja. ja. Ah, er war Rapper gewesen. Ja, der hat. Gar nicht gewusst. Ja, der hat- Was auf Keloke, auf Dominicano oder was? Hat er auch gemacht, aber Ah, ja? auf St. Galler Deutsch. Ja. Warte, erzählst du fertig, ich muss da noch schnell einhaken. Die sind ein bisschen gehatet worden in St. Gallen oder in der Schweizer Szene, weil sie so halt so Gangster-Rap auf St. Galler Deutsch gemacht haben. Aber die Lieder sind so krass. Schon, Das sind so Legendenstatus. So die Lyrics sind heftig, Mann. Geil. Ich muss da noch ein Lied sagen, ich tu noch anhängen. Ja, ich glaube, da kennen alle da, wo du Ja, ja, bist. das ist bis heute noch ein Insider bei Ja, uns ja. in der Gruppe. Ja. Geil. Und dann habe ich gesehen, er ist von St. Gallen, habe mal angeschrieben, hey, wie sieht es aus? Du hast mit Comedy angefangen, wo macht man das? Also, ich will auch mal gerne etwas probieren. Ah, du hast ihn nicht gekannt, du hast ihn einfach so mal Ja, also ich habe ihn schon gesehen und so, aber nicht so persönlich. Ich dachte, ja easy, frage ihn mal, schreibe an. Und dann hat er mir gerade so 2, 3 Sachen genannt, da ist er auftreten, da. Und dann habe ich einfach mal... Das Ding ist, gut war, halt da immer so ein paar Sachen schon geschrieben gehabt, obwohl ich gar nicht mit dem wollte anfangen. Weißt du, einfach so ein kleines Blöckchen gehabt und so Ideen aufgeschrieben, egal was. Weißt du, keine Ahnung, wenn Also, irgendetwas... was heisst, du hast das immer gemacht? Ab So ein bisschen- 15 oder? Nein, keine Ahnung, so vielleicht so 26 vielleicht. Habe ich angefangen. So vor 2, 3 Wochen. ja, ja, das ist jetzt. Und dann habe ich eben einfach die Sache, egal was, weißt, einfach Gedanken oder Business-Ideen oder irgendetwas. Und dann habe ich mir immer ein bisschen lustige Sachen zum Teil aufgeschrieben. Dann habe ich hure viel Material gehabt. Dann habe ich gedacht, ja, ich probiere das mal aus. Weißt, so, meine Kollegen und ich haben immer Scheiß geschnurrt. So. Ja. Okay. Immer in der Gruppe, immer nur Sprüche die ganze Zeit hin und her. Ja, es So hat Männergruppe Chat, wird nie ernste Sachen diskutiert. nie, ich schwöre, nie. Und nachher habe ich gedacht, ja, mal schauen, ob das lustig ist für die Leute. Und dann habe ich einfach mal 10 Minuten so von dem Heftchen rausgenommen und dann auf die Bühne gegangen. Einfach, ohne dass zuerst vor jemandem Nein, geübt nicht. hast. Nein, das mache ich sowieso nicht. Ich habe nicht mal irgendjemandem etwas gesagt. Ich habe meiner Familie habe ich so gesagt, Nein. habe ich so gesagt, schau, irgendwie 3 Tage vor dem Auftritt, habe ich gesagt, hey, wenn ihr etwas erleben, kommt da hin. Die haben gedacht, Onlyfans oder Stripper oder so. Ja, ich habe nicht gesagt, wenn ihr etwas sehen wollt, dann kommt da hin, oder? Und dann sind so Niemand gekommen. Ist niemand gekommen? Stell dir vor, Eltern niemand gekommen. Auch geil, direkt nachkommen. ja gut, wäre nicht so schlimm gewesen, wenn niemand gekommen wäre, aber es sind dann, glaube ich, irgendwie 15 Leute oder so gekommen. Ja. Und ja, dann ist eigentlich relativ gut angelaufen, so meine Sachen haben funktioniert. Also hast du selber irgendwie dich irgendwo bei einem Resti oder so oder in einer Bar gemalt? Oder Ja, in Zürich, da ist so ein Comedy Ah, aber House, wie so eine- hat das wie so eine- geheißen. okay, Ja. Dort okay. hast du Open Mic können, da kannst du einfach rein. Ja, okay. So Open Mics sind so okay. offene Bühnen, wo die Leute in dem Sinn keinen Eintritt zahlen. Und dann kannst du einfach deine Sachen gut testen. Nein, aber es ist nicht so, dass du eine Bar angefragt hast und so selber etwas organisiert in dem Sinn, sondern schon in eine Comedy. Ja, Haus ja oder so. genau, Ja, genau. Open genau. Mics, okay. Ja, voll. Ja. Okay, das ist ganz Genau. Und dann hat das auch gut funktioniert. Und dann habe ich gedacht, okay, Leute lachen. Und das Ding ist auch, dass ich einfach einmal probieren so. Ja, nicht das Sinn dahinter gesehen, so noch weiter zu machen. Weißt? Und dann Ja. dachte ich, okay, gut, funktioniert. Dann bin ich am gleichen Abend hab ich dann jemand angefragt, hey, ja, nächste Woche ist geil gewesen, nächste Woche habe ich nochmal etwas, willst du kommen? Dann ich so, ja, easy, ja, voll. Und dann bin ich halt dort das zweimal gegangen. Und dann ist auch wieder gut gelaufen. Und dann immer weiter so, weiter. Und dann irgendwann ist es dazu gekommen, halt, eben, bin ich hure, weil ich halt so einen neuen Stil hatte. Ja, bin ein bisschen ruhiger gewesen auf der Bühne. Bin so der Erste, der so voll tätowiert ist. Vielleicht auch ein bisschen über andere Themen so geredet, nicht immer so Klischee, Schweizer machen da und das, weißt du so. Ja.
und habe so vom Alltag erzählt und das ist halt mega gut angekommen bei den jungen Leuten. Und dann hat er so seinen Lauf genommen und dann bin ich jede Woche, habe ich Sachen rausgesucht, dann bin ich so wie angefixt gewesen, weißt du. Ja. Ich dachte, geil, dann bin ich... Das ist so Blut geschmückt in dem Sinne. Ja, dann, Blut gelegt. dort habe ich noch im Welschland gewohnt und dann habe ich eben in Zürich habe ich Sachen rausgesucht, Bern, Basel, ich bin durch die ganze Schweiz gefahren. Also bist du in Belgien gewesen, was hast du gemacht? Ja, bei Gebietsleiter gewesen von der Region Ostschweiz im Aussendienst. Aber in der Westschweiz. Ja, in Fribourg, ja, voll, ja. Und der Scheiß ist halt gewesen, dass ich das Comedy da halt, ich habe nicht auf Französisch gemacht, weißt du? Also ich habe schon auch überlegt, aber ich dachte, nein, Französisch ist nicht so, also ich kann auch Französisch, aber es ist nicht so voll authentisch, es ist nicht meine erste Muttersprache. So. Ja. Dann dachte ich, ja, easy auf Deutsch, gehe ich mal auf Zürich. Und ja, dann hat das so seinen Lauf genommen. Und dann bin ich wirklich fast täglich nach dem Arbeiten bin ich direkt Open Mic gegangen auf Bern. Das war ja noch easy von Fribourg. Ja, Gott. Dann St. Gallen bin ich zum Teil und immer so hoher Sport heimgekommen, weißt, weil ich irgendwie 2,5 Stunden Weg hatte. Und dann 10 Minuten auftreten und dann wieder 2,5 Stunden zurück, weißt. Und am nächsten Morgen wieder arbeiten. Und dann habe ich da halt über ein halbes Jahr gemacht, aber dann ist immer mehr gekommen und irgendwann ist ein SRF gekommen, auf mich aufmerksam worden und so hat alles seinen Lauf genommen. Ja, Nice, nice. Und wie lange lebst du jetzt von dem? Oder? ja seit 3 Jahren mache ich es. Oh, Bist du wow. seit 3 Ja. Jahren? Bist Ja, bei mir ist also ich glaube, niemand hat es so schnell geschafft in dem Sinne. Krass. Ja, bei mir ist wirklich durch die Decke gegangen. Früher, weil ich halt auch, ich so gedacht, so nach so 6, 7, 8 Monaten habe ich so gedacht, weißt du, ich bin dort mal, was bin ich gewesen? 2018, 29. 29 und dann habe ich so gedacht, ja Bro, man, so, jetzt bin ich auch langsam, weißt du, so ein Jetzt bisschen, muss ich entscheiden, was ich mache. ja, Und so. dann ist einfach losgelegt. Ja, und dann bin ich mit etwas komplett Neuem gekommen. Und dann habe ich gedacht, okay, weißt du was? Ich gehe jetzt auf Deutschland. Und wenn da in Deutschland auch, wenn da die Leute in Deutschland auch lustig finden, was ich mache, dann hat da ja noch Potenzial für noch mehr. Ja. Dann bin ich auf Deutschland gefahren und habe dort meine ersten Auftritte gehabt und dort hat es auch funktioniert. Und dann habe ich eben 2019 bin ich dann, so ein Jahr nachdem ich Comedy angefangen habe, habe ich ja dann den SRF-Preis gewonnen, Best Newcomer. Und in Deutschland als erster Schweizer den Nightwash Talent Award. Ja. Boah, geil. Ja, und dann ist von dort an ist dann wie so ein bisschen klar gewesen. Und dann habe ich in dieser Zeit habe ich eben gerade auch das Billett abgegeben. Von meinem Auto. Ich war am Aussendienst, Billett müssen abgeben. Ja, schwierig, Ja, ja. Ein bisschen zu viel Party gemacht mit dem Kiko. Dort bin ich mit dem Kiko, mit dem Gabi, noch ein deutscher Kollege, der Dominik Joswiak, der dort in die Schweiz gekommen ist, haben wir Show gehabt und nachher haben wir halt ein bisschen Party gemacht, so, weißt, in St. Gallen. Und dann habe ich ein bisschen etwas getrunken. Aber ich habe schon von Anfang an gewusst, ich lasse das Auto safe stehen. Weißt, ich habe gewusst, ich trinke nie, wenn ich... Das kennen wir, ja. Nein, wirklich, ich schwöre, dadurch bin ich richtiger Schweizer. Also wenn ich so weiss, ich trinke keinen Alkohol, das ist mir zu gefährlich und so. Das Problem war, es hat voll angefangen zu pissen, aber voll. Und wir wollten in einen anderen Club gehen, übergehen. Und dann habe ich gedacht, ja weißt du was, schau, ich mache jetzt so, ich nehme das Auto und fahre schnell 400 Meter quasi an den Bahnhof und tue es dort einfach deponieren. Und genau in dieser Zeit haben wir in diesen 400-500 Metern haben sie mich rausgenommen. Ja, Mann. Aber hast du denn in Deutschland gelebt, ein Zeitchen, oder wie? Ja, bin oder ich, also dort- nachher bin ich dann, also jetzt vor, hast du gesagt, 2021, Januar 2021 bis September letztes Jahr. Okay. Habe ich in Berlin gelebt. Also wirklich? fast 2 Jahre, ja. Geil, geil. Aber Jetzt aber, wenn du lebst in... Und jetzt wieder in Zürich. Welcome back. lebst du in Zürich, nicht mehr in St. Gallen? Ja, jetzt gehe ich dann wieder auf St. Gallen. Okay. Die letzte, Wo eine Weltreise hast du gemacht von St. Gallen auf in die Westschweiz. Ja, Berlin, voll. jetzt Zürich, Minga. ja, Bro, musst du probieren. Man willst immer die ganze Zeit da. Alle so Kollegen, die ich jetzt sehe, die alle im gleichen Dorf, man, die Ja, leben lang, ihre ja. Banknachbarin geheiratet jetzt, Ja, weißt du, bist du froh, ist die Banknachbarin eine Cousine oder so? Das, Da denke ich mir, ja, Bro, man, mach doch mal, gehen mal ein bisschen raus. probier es mal. Ja, safe. Aber hast du denn nie, wo du jünger warst, hat er dir niemand jemand gesagt, hey, man, du bist hure lustig, wieso machst du nicht Stand-up? Oder wie, weißt, ich finde es hure krass, dass du mit 28 oder Ja. entschieden hast, dass du einfach etwas anderes machst und
Schnell Ja. die Szene hops genommen hast. Ja, das Ding ist halt, ich habe immer halt so Sprüche gemacht, weißt du? Schon von klein auf. Auch, weißt, auch so vom Kinderhaus aus. So, meine Mutter hat, der ist halt nicht so gut gegangen, hatte ein bisschen gesundheitliche Probleme gehabt. Und schon dort, meine Art ist halt, ich habe nicht so können das zeigen in Form von ihr so Mitgefühl geben oder sie umarmen oder sonst irgendetwas, sondern ich habe probiert, sie aufzumuntern. Ja. Und ich habe probiert, sie zum Lachen zu bringen. Weißt? Wenn sie traurig war, habe ich halt irgendwie eine lustige Situation genommen, Ja, habe ja. sie halt zum Lachen gebracht und dann habe ich gemerkt, okay, weißt, so, ich habe sie wieder ein bisschen zum Lachen bringen. Und da hat sich dann halt so ein bisschen in dem Sinn ergeben. So, dort habe ich schon ein bisschen den Humor gefunden. Aber ich bin halt mega beeinflusst worden halt von MTV auch. Ja, das ist So- auch voll die Generation, wo MTV von Ja. überkommt. Ja. Ja, voll. Alle Comedians, Stand-Up-Comedian, Dave Chappelle Show Ja, dazu ja. mal noch. Legende. Alter, da habe ich tot gesucht, weißt? Und dann wirklich mit dem Kollegen, wo auch, da habe ich auch Glück gehabt, dass er auch so, sich für das interessiert hat. Und dann haben wir immer Jokes nachgespielt und so Mhm. die Sachen, so uns sind Sprüche gedruckt von dem und von dem. Und so habe ich da immer so ein bisschen in mir gehabt. Ja. Auch im Kollegenkreis Cool. immer dumme Sprüche, immer so bla bla bla. Aber ja doch nicht, also, du weißt ja nicht in der Schweiz, gell, du musst mit 14 heisst, ja, entweder wirst du Banker, wirst du da, wirst du Böschler, wirst du da sind deine Optionen, mach etwas draus. Voll, ja. So, mit 14 musst du schon wissen, wo du stehst, Mann. Weil drum hast du auch in der Schweiz so eine hohe Quote an Leuten, die ihr Berufsfeld wechseln. Ja, voll. Also, Und- du musst dich so früh entscheiden. Ja, voll. Und Ja, genau. das Glück in der Schweiz, dass wir haben einfach riesen Glück, dass wir uns auch können. Also wir können auch Branchen wechseln oder wir können uns auch umschulen lassen, das ist ja kein Problem. Mit sehr vielen Möglichkeiten. Aber ja. trotzdem, so, du musst schon hure früh wissen, eigentlich, in welche Richtung dass es Absolut. geht. Ja, ist schwierig. Ja. Und da sagt dir keiner, niemand sagt dir, wird Musiker oder wird Comedian, weil, Genau. weil die Leute erwarten alle, dass du Geld verdienst. Ja, ja, weißt du? safe. So der Künstlerbereich wird komplett weggelassen. Ja, ja. So in der Kindheit in dem Sinne. Ja, das kulturelle Kreative ist überhaupt Das ist nicht nur Ja, genau. erforscht in voll. der Schweiz. Ja, entweder fängst du an mit Musik und die Leute erkennen, da ist ein gewisses Talent da und dann musst du aber auch jemanden haben, der das voll fördert, weil sonst heisst es, hey, sorry, aber langsam musst du eine Lehrstelle haben, du kannst doch nicht Klavier genau. spielen, mit dem verdienst du kein Geld, Ja, weißt du? ja. Und ja, Absolut, darum habe ich den Weg in dem Sinne erst dann gefunden, weil ich habe gedacht, ja, ich probiere das mal, weißt du? Und ja, Was hast du da gelernt? ich habe KV gemacht. ganz normal. Das ist auch für mich, KV ist ja, ich habe ja auch das KV gemacht. Das Ja. ist für mich original der Weg, wenn du nicht weißt, was machen, machst du KV. Voll, oder ja, Kanti. das ist so. KV ja. oder Kanti nicht, das sind so die Voll, zwei. Ich schwöre. Das ist original genau Kann das. nicht jeder. Hä? Ja, eben, ja. Ja, die zwei Kanti-Prüfe nicht bestanden, macht das KV. Ja, das ist wirklich so. Ja, ist Das ist der Classic. Und nachher irgendwann machst du HF, wenn du nicht weißt, was machen. Das sind so die. Ja. ja, voll. Ja, nice. Aber wenn jetzt von St. Gallen, Comedian als St. Galler, Ja. stelle ich mir noch schwierig vor. Das ist ja original so der Dialekt, die Region von der Schweiz, wo original alle am meisten haten. Nicht? Ja, ich weiß. Also nicht. Ostschweiz. Ich bin ja selber Ostschweizer. So, Ja. Darum, ich hoffe, ich werde das nicht Also kehren. ich- Ich werde ich- kehren ich glaub- von Leuten, wenn ich das so sage. Ja, ich glaube, Ich gern, aber. ja, Basel und St. Gallen, glaube schon schwerer Stand in der Schweiz. Ja. Ja. Aber keine Ahnung, bei mir ist glaube nicht so voll St. Gallerisch, weißt du? Ja. Meine Stimme ist auch so ein bisschen. Also, da haben wir schon ein paar gesagt, ich bin nicht so. Weißt du? Das nervt mich selber ein bisschen, bin ich ehrlich. Ja. So voll Ja. St. Gallerisch ist Ja. schon ein bisschen, das nervt schon, Mann. So Thurgau ist noch schlimmer, finde ich. Dann kommt es immer ein bisschen auf die Stimmlage drauf an, weißt du, was ich meine? Ja, du bist Thurgauer, oder? Du weißt, was lustig ist? St. Galler sagen, Thurgauer sind schlimmer. Und wir Thurgauer sagen, St. Galler sind schlimmer. Ja, aber du hast ja den verloren, den Thurgauer. Ja, das ist Luzern. Ja, Bro, Mann. Gib. Ich bin sowieso ein bisschen gemischt. Also, Okay. Was sind die eigentlich für Nationalitäten, Mann? Halt, stopp! Was denkst du, was er ist? weil, Ich glaube, mal reingelassen oder mal etwas gehört, du bist Serb, oder? Oder Kroat. Steimer, Braten! Oder? Ich weiß nicht. Er findet das eben so witzig. Weil das bei mir immer ein Thema ist. Alle Leute fragen mich, Ja. als ich ihn kennengelernt habe zum Beispiel. Ja. Unsere Frauen sind befreundet, wir haben uns kennengelernt und nachher fragt mich ein Kollege von ihm, was bist du für ein Landsmann? Und so, ja, das weißt du, es sind so 10 Schippis dort am Hocken und ich mit da drin, was bist denn du eigentlich? Und ich schaue ihn so an, weil er mich so dumm gefragt hat, ich so, halb Kolumbianer, halb Tamil. Nachher so, krass, geile Mischung. Ich so, Alter, was glaubt man das an? Ich bin Schweizer.
Und nachher, ich bin Schweizer und nachher ich sage ihm das und er glaubt das einfach. Und doch ich so, Alter, wie kannst du mir das glauben? Ich bin jetzt Helfer das, weißt du wie? Ja. Und dann, aber ich habe nicht aufgeklärt. Ich habe gedacht, Ja, du Das bist glaubt. schon 100% Schweizer. ja. Ein Genoss. Was? Er hat 6 Vornamen. Der einzige, der 6 Vornamen Jo, Mann. Du musst überlegen, jede Episode macht er das. hat. Voll, ja. Ich bin Albaner. Ah, sehr gut, Mann. Von wo? Von Friseren. Ah, Kennst du, bist du mal ja. gewesen? Ja, sicher bin ich gewesen. Nein, Mann. geil. Darum hat er keine Uhr mehr. Du weißt nicht, wann ich mit ihnen gemacht habe. Oh! Nein. Prizren ist eine richtig geile Stadt. Schöne Habe ich Stadt, gerne, ja, ja. Wir sind sogar rauf dort am Berg essen, weißt du? Kaloja, ja, ich weiß wo, ja. Maschine gewesen. Ah, Ich bin noch nie, ohne Spaß, so. Und ich bin nicht mit, ich habe viele albanische Kollegen. Okay. Also wenn du Fußball spielst in der Schweiz, dann Das ist schon hast du ja, automatisch, ich habe in 3 Vereinen gespielt, einmal eher städtlich, einmal ländlich und wenn du so einen Stadtverein hast, dann alles zusammengemischt. Aber die Ja. Albaner immer die lustigsten Training, die lustigsten Menschen. Albaner sind für mich gehören zu den lustigsten Menschen. Schon. Die haben so einen lustigen Humor, Mann. Ich schwöre. Und Ich eben, finde halt direkt so witzig. Wo Ja. Balkaner allgemein so. Ja. voll. Und eben, ich habe ja die Mentalität ein bisschen gekannt. Und dann hat der Kollege geheiratet, sind wir So der auf, Klassiker. Das erste Mal runtergehen. Ja, immer aber viel ja, Hochzeit, ja, immer voll, viel ja, Hochzeit. voll. Sind wir zuerst zu Areka gewesen, im Kosovo. Ah, geil. Und Schon für Prisoner. genau, ja. Und nachher sind wir dann auf Prizren, hat uns ein bisschen Sachen gezeigt und so. So. Ah, geil. Ja. Ah, immer Freude. Weißt du? Also wir lieben das. Also die Albaner, wenn sie Ausländer sehen in Kosovo, also die sind also wir Ja. sind hure gastfreundlich dort. Bro, das ist im Fall nicht normal. Ich habe Streit ausgelöst, weil ich eine Rechnung zahlen wollte. Ja, das ist. Ich so, hey, ich zahle Leute. Nein, du zahlst nicht, du bist Gast. Ich so, ja, was 20 Euro, da ist nicht so viel. Ja. Du zahlst nicht, ich zahle. Und dann Richtig der andere, hässlich, nein, ja. ich zahle. Und dann sind sie selber am Streiten gewesen. Ja, Und ich so, ja. scheiße, Mann. Was habe ich jetzt gemacht, man? Voll Ja, so ja. einen Familienstreit ausgelöst. Weißt Das du, war zu krass gewesen, Mann. meine Frau ist ja Kroatin. Ja. Und wo ich das erste Mal, aber ich bin mal mit ihr auch Bier im Dorf gewesen, vor dem Vater. Und ich habe die Sprache gelernt, oder? Ja. Und nachher, wir sind dort gewesen, und nachher, das ist so ein kleiner Kaffee, so Classic Dunen-Kaffee, irgendwo am Strassenrand oben da als Haus, die wohnen drin und die haben keine eigene Kaffeemaschine, die gehen alle runter ins Bar trinken. Ja, fix. No, ich bin dort gewesen und da oben keine Kaffeemaschine, meine Frau krank, ich gehe mit meinem Schwiegervater runter ins Kaffee. Nachher wir dort und nachher kommen irgendwelche Leute rein. Und nachher sagen die so, ey, wir haben gehört, da ist irgendeiner, der unsere Sprache redet, so ein Schweizer. Nachher ich schaue den so an, der hockt neben mir, ich so, das bin ich. Nachher nimmt er so das Handy von ihm führen, macht FaceTime und filmt mich einfach so red. Und nachher ich so, was redet? Ich sehe einfach irgendeinen Typ, der sich voll kaputt lacht auf dem Handy, lacht sich einer voll kaputt und ist nachher dort angekommen, so voll museumsmäßig. Weißt du, hey, schau, einer ist da, bei uns in so einem kleinen Kackdorf irgendwo im Wald. Mit 3 Geiseln und 3 Familien und mehr nicht. Hey, ich habe mich kaputt gelacht. Das ist eben genau der Humor, den ich hure gerne habe. So, das Direkte so, man, tu nicht so lachen. Lach mal fix. liegen. Das ist auch immer geil, weißt du, wenn eben die Reaktion, wenn du in der Schweiz machen sofort cancelled. Ja, nein, das safe. geht nicht, aber andere im Ausland nehmen die so auf, wie du Ja, weißt, wie man voll, Sprache redest, sowieso im Zoo, Mann. Da musst du auch mega aufpassen, egal was du immer sagst. Ja, So. Ja, gerade so das Thema, ist für dich so Comedy etwas mit Grenzen? Ja, Oder gibt's Grenzen in Comedy? also ich sage immer, schau, wenn du willst Grenzen überschreiten, dann mach's, aber dann musst du halt auch so ein bisschen mit den Konsequenzen klarkommen. Ja. So, und es kommt immer noch darauf an, so, was hast du für eine Meinung? So nimmt man dir da ab, was du sagst. Ja. So, keine Ahnung. Das ist ein guter Punkt, ja. So Louis C.K. zum Beispiel, einer von meinen Lieblingscomedians, er sagt auch so ich fick tote Babys. So, weißt du, so, Bist du ein gottlos, Minke? so vom Krassesten, weißt du, so eine Line, wo er sagt, er ist in Zürich, oder? Er redet über die Schweiz und dann sagt er, ja, in Zürich, da ist alles so super, in sogar so Kübel, wo noch 4, so da haben wir Papier, da haben wir ein bisschen anderes Papier, da haben wir Glas und da haben wir Becher. Und nachher sagt er so, ich bin dort mit einem toten Baby gestanden, ich habe nicht gewusst, in welches Ding das ist rein tun. Weißt du, so krasse Sachen. Aber siehst, er lacht jetzt, weil es halt so krass ist, aber Bro, niemandem glaubt das. Das ist only for the joke, das ist einfach nur zum Ja, ja. die Leute Ja, ja. unterhalten. Genau. So, wenn du dann dich
so, wenn du dich provoziert fühlst oder wenn, dann bist du falsch in einer Comedy-Show. Ich finde vor allem, weißt du, willst du Nadeln im Heuhaufen suchen? Wie, Ja. Du findest immer irgendetwas so. Ja. Wie kannst du jetzt das gegen die und die sagen? Amigo, man, bleib mal cool, Mann. Hat Dann- denn dann schalt weg. ein Zuschauer so während der Show gesagt, weil es Nein, bei mir so ist negativ da... aufgefallen? Nein, bei mir ist da gar nicht bis jetzt gewesen. Ich glaube, ich habe eben halt auch die Art, die Ausstrahlung. Ja. Ich kann auch zum Teil Sachen sagen und die Leute wissen, die meinen das nicht ernst. Und du bist Ja. tätowiert und niemand traut dir etwas. Oder so, ja, das kann auch sein. Nein, aber eben, man lernt mich auch ein bisschen kennen während dem Programm und dann weiss man, das ist einfach entweder schwarzer Humor oder das ist Ja. nicht so. So von dem her. Weißt du, für mich bist du eben originales Beispiel, dass man in der Schweiz alles schaffen kann. Weil ich meine, du bist ein Ostschweizer, du bist nicht lustig und bist trotzdem Comedian geworden. Weißt du, von dem her. Auf der Bühne bin ich nicht wirklich nicht lustig, das stimmt, Mann, das stimmt. Das stimmt. Man hört man so als Comedian, dass wenn ich einen jetzt auf der Straße trifft, sag, komm zusammen auf KK, erzähl mir einen Witz. Ja, das ist immer so. Das ist so voll der Classic. Ja. Also, fix. erzähl uns jetzt. Das ist das Schwierigste, wo du einem Comedian kannst fragen. Voll, voll. So, ich kenne keine so One-Liner. Also weißt du, so Jokes, so Blondinenwitz kenne ich nicht. Ja. Es hat sich auch, Ich schreibe, ja. es hat sich auch voll geändert, so ein Wandel gehabt in der Comedy-Szene. Weißt du, das Gefühl, wo unsere Eltern Ja. das noch geschaut haben, da Ja, ja, schon voll. Charlie Chaplin da vorne gehabt, Ja, ja, ja. wo einen Witz vorgelesen hat. Oder Voll, so, ich weiß jetzt auch nicht, so wie die Schmarinskis, weißt du, Ja. oder Fix. Divertimento, so, weißt du, so Leute, die früher, die sind einfach, gut, die jetzt nicht ganz, die sind schon, machen auch Stories, aber ich habe das Gefühl, früher hast du einfach einen Witz erzählt. Bist du dann, ey, eine Blondie, eine Schwarzhörige und ein, keine Ahnung, voll. und ein Pol sind Ja. irgendwo. Weißt du, und dann fängt so ein Witz an. Ja, Heute voll. erzählen die, heute sind Witze immer Story, habe ich einmal das Gefühl. Ja, Ja, Jetzt ja. eine Story erzählt, dass man sich sicher ein bisschen identifizieren damit. Ja, voll. Der kommt halt eben von Amerika, so das Storytelling. Ja, früher ist halt viel so, Schweiz ist halt so Kabarettland, so Eben. halt so Sketch mehr mit so eben der Ursus und Nadeschkin. Die habe ich vorgemeint, nicht die Aber Schmirinskis auch, Divertimento ist ja auch Sketch eher, die schlüpfen ja auch in Rollen, legen Perücken an, sind anders Ja, ja. angekleidet. Und, Der JK. ja, genau, ja. Versprechen das, wir. ja. Das ist schon lustig, eben schon, die haben da, Ist halt anders, in der Prä. ja, voll, ja. Wie ist, sorry, Ja. erzähl, was- Aber eben, die Zeit wendet sich und Genau. da machen ja immer noch Leute, das hat ja immer noch Erfolg da. Also die Geronimo und Ja, der ja. Erik und so, Mhm. die machen Ja, das die ja. haben Gabriel jetzt auch- Gabirano, die machen ja das Ja, jetzt ganz einfach, gerne, ja. die haben jetzt da einfach übernommen online, oder? Genau. Aber das ist, ich finde es lustig, aber ist halt nicht so mein Style. So, ich erzähle halt lieber Geschichten vom Alltag oder Sachen, die ich selber erlebt habe. Aber ja, da kann ja jeder selber Ja, entscheiden. ja. Voll. Macht Aber aber ich gut. finde, so als Stand-up-Komödiant musst du auch ein bisschen Schauspieler, nicht? Mit diesen Mimics. Ja. Weil ich lache mich kaputt, zum Beispiel Kevin Hart. Ja, Ey, ja. da könnte man einfach einen normalen Satz sagen, aber wenn er so schaut. Ja, der ist krass. Okay. Ja, ja, der ist, aber der ist ein Wie Ballon. wichtig, wie Der ist auch wichtig ist mega, der ist auch mega heavy. das? Ja, ja. Der ist ein Multitalent. Das ist brutal. Wie wichtig ist das? Hast du Mimics und so? Oder Acten so? Ja, ja, Immer das Act-Out so ist schon voll in sehr den wichtig, ja. Ist schon sehr wichtig. Also, eben, je nachdem, du bist auch, also ich bin jetzt da zum Beispiel nicht so, ich bin auf der Bühne, ich mich selber. Ja. Aber es gibt natürlich Comedians, die halt von dem Acting leben, die halt voll Wo das voll trocken Bestandteil sind ist. und Ja. einfach so ohne Mimik oder so ihre Witze erzählen. Ja. Das ist so, jeder ein bisschen verschieden, ja. Aber schau, wenn du schon so gemein bist zu ihm und du sagst, erzähl ihm Witz, hast du eine funny Story, oder? Ich bin wirklich schlecht in dem. Warte schon. Es ist mal ein Albaner. Nein, ich kann nicht. Jetzt kommt gar keine Sinn, vielleicht später. Hast du eine? Funny Story. Also ein funny Story. Ein Witz? Witz? Ah, Bro, ein Witz. Ich finde Witz, ich bin auch so der Meinung. Ich finde einfach so einen Witz erzählen so. Ich finde, dann finde ich Stories witziger. Weißt du, weil dann hast du so viele Hintergrundinfos, wie das war. Zum Beispiel, schau, eine funny Story. So Spitzname bei meinen Kollegen ist schon, weil halt voll viel denken, ich bin von irgendwo anders, ist ein Spitzname von mir Zigo. Das sagen mir voll viele Leute, sagen mir einfach random, nennen mich einfach so. Merkst du, wie asozial Frauenfelder sind. Das, und wie das entstanden ist, ich bin mit. Ah, du bist von Frauenfeld sogar? Ja, ich bin Frauenfelder, ja. Ja, dort bin ich geboren. Nein! Für das gibt es nicht. Jawohl! Frauenfeld ist rum! Bravo. Auf jeden Fall war ich das erste Mal in Montenegro gewesen, in Budva. Ah ja, Das erste ja, Mal schon vor, gewesen. ja, vor irgendwie 7 Jahren oder so. Gute Zeit. Ja, es war super gewesen, wirklich im Sommer, schöne Kultur. Mit Frau oder ohne?
Damals noch ohne Frau. Vor 8 alles- Jahren, nicht dass es alles heißt, ich bin versieben. Vor 8 Jahren. Weil politisch korrekt, weißt du weißt die Sache. Auf jeden Fall ich dort gewesen, und nachher sind wir 6 Serben und ich sind dort gewesen. Das klingt wie ein Witz. 6 Serben und ich. Wir sind dort am Strand, nachher läuft so eine ältere Dame durch mit so diesen orthodoxen Kopftüchern. Weißt du, so nicht Ja, ja. muslimisch, sondern so so eine ältere Frau, so dort so mit einem riesen Buckel läuft sie durch und dort will Geld verlangen für eine Zukunft aus der Hand lesen. Nachher müssen wir lassen die weiterlaufen. Weißt du, am Schluss zackt die uns ab oder so, keine Ahnung, was die will. Einer hat abgebissen von uns. Und dann fängt er an mit der reden. Noch irgendwas und die halt auf Serbisch. Und ich damals so kein Wort Serbisch, können nur beleidigen und Bratte und so. Ja. Das sind so die Classics, die man halt so zuerst lernt, oder? Und nachher wir dort. Und nachher die Frau wird vor allem Hand lesen und so. Und nachher ich so auch gehen, nachher die sagt irgendwas, bla. Nach am Schluss hat der eine irgendwie 10 Euro gegeben oder 20 Euro, keine Ahnung. Ich tue jetzt ein bisschen besser darstellen, ich sage ja 20 Euro geben und nicht irgendwie so 2 Euro. Auf jeden Fall nachher hat sie das gelesen, redet sie mit allen Serbisch und der ganze Strand hat uns gesehen. Weißt, wir sind zu einer Stunde gewesen, wir sind 6, 7 Jungs gewesen, alle dort am Fußball spielen und so, weißt, das fällt ja auf, so ja, Musik hören und so. Noch alle schauen uns so an und die reden nachher Serbisch mit allen, dann schaut sie mich an und macht so, nicht an. Und ich so, Alter, was schnurst du? Und der ganze Strand fängt an lachen. Und dann ich schaue die so an und ich so, ich verstehe dich nicht. Und die hässig, was so eine ältere Dame packt mich so ein bisschen. Und ich so, was ist los mit der? Ja, und nachher meine Kollegen fangen sich an totlachen. Ich so, was ist los? Und nachher die hat mit mir Rumänisch, Rumänisch. so irgendeine Roma-Sinti-Sprache geredet. Zigo. Zigo. Und das hat so eine Roma-Sinti-Dame, weil Zigo ist eigentlich kein schönes Wort, so eine Roma-Sinti-Dame hat gemeint, ist so fest davon überzeugt gewesen, dass ich einer von ihren Leuten bin, dass sie hässlich ist auf mich, dass ich ihre Sprache nicht kann erwidern kann. Und alle anderen sagen, ich habe gedacht, das ist die gleiche Sprache. Weil Aber krass, Mann. so ist der Spitzname. So ist der Das ist nicht Spitzname. normal. Ich habe auch einen Kollegen, der ähnlich ist wie du. Also brutal hübsch und ein geiles Tier. Oder was meinst du? Ja, nein, auch ein Zigo. Auch ein Zigo, das wollte ich sagen. Nein, aber dort ist auch, bei dem der ist auch auf alles tippt worden, aber kein Schweiz. Aber bei dir ist ganz krass. Wie tust du dich? Du hast ja vorher gesagt, du tust dich so ein bisschen vorbereiten. Du tust dich so ein bisschen anhand von, also du schreibst es auf und. Ja. Aber du Stichwort. improvisierst sehr viel, gell? Ja, auch eine Show, die ich nur da mache. Schon. Also ich habe ja zwei, also ich habe einmal das Programm, wo ich normal auf Tour bin. Das ist jetzt «Unter die Haut» heisst das. Ja, Ja, voll, das ist genau. geschrieben, da Ganz habe ich geil. geschrieben, das sind Sachen, die ich erlebt habe, die ich rein tue. Du kommst auch eines zu Luzern, glaube ich. Ja, Luzern Kleintheater. Ja. Ja. Ja, voll geil. Das lade ich euch gerne ein, am 22. Entschuldigung, verkaufen wir Tickets. 22.05. habe ich gesehen. 22.05. Ja. Und ist bald ausverkauft, also Ja. Geil. ja, nicht mehr Ganz so geil. viele Plätze. Und eben dort spiele ich normales Programm, das ich geschrieben habe jetzt Ja. über die letzten Jahre. Und dann habe ich eben die Show einfach mal machen. Das ist dann Crowdwork, wo ich nur mit dem Publikum rede. Also Crowdwork heisst das. Ja, nur mit dem Publikum rede. Ja. Genau. Das ist einfach mal machen. Ja. Ist das? Ja, voll. Nein, das ist einfach quasi so ein Abklatsch davon. Weil das Problem ist, die Videos sind nur gut. Ja, voll. Die Videos kommen gut. ja, gut Was an. für ein Satz. Problem ist, die Videos sind voll gut angekommen. Ja, Ja, Schönes Problem. Ja, in dem Sinne ein Problem, weil ich mich ja nicht will als so Online-Künstler darstellen Ja. Ja. oder Online-Comedian. Und dann habe ich gedacht, wie kann ich da so ummünzen, so wie kann ich etwas aus dem machen, wo live auch stattfindet. Und dann habe ich gedacht, ich mache eine Crowdwork-Show und das hat es in der Schweiz noch nicht gegeben. So, ich bin der Erste, der das gemacht hat in dem Sinn. Und ja, eben, das ist schon gut angekommen. Und jetzt, ich gehe 45 Minuten auf die Bühne, rede nur mit dem Publikum, probiere Sachen rauszufiltern, die Leute ein bisschen roasten, wie sie aussehen, was sie machen im Leben, bla bla bla. Und das kommt mega gut an. Und dann in der zweiten Hälfte, oder ich habe dann noch einen Gast, der tritt dann in der ersten Hälfte einmal 10 Minuten auf, der macht selber auch Material nur. Also was heisst bewusst, einer, der das vorher schon weiß oder aus dem Publikum? Nein, ein Comedian oder Comedian. Nicht einfach einer aus dem Nein, Publikum. nein, das ist dann einfach noch der Special Guest an dem Abend. ja. Und dann gibt es eine Pause und in der Pause dürfen uns die Leute Fragen stellen, egal über was. Und nachher dann wir die auf der Bühne beantworten, das zweite. Und dann in der zweiten Hälfte sind wir dann quasi das zweite auf der Bühne und so geil. redet ein bisschen, ja, bla bla bla. Dann hat es eine Frage, keine Ahnung, was ist deine
deine Lieblingsblume ist letztens gewesen. Und dann haben wir einfach so über das so ein bisschen geredet und dann haben wir gefragt, was ist Die die lachen sich kaputt, wenn du erzählst, was deine Lieblingsblume ist. Ja, ich hätte auch gesagt, so, eben, die hat so gesagt, die hat den ganzen Tag so Blumen gemalt und ich so, ja, okay, wie verdienst du mit dem Geld? Und ich habe immer so ein bisschen weitergestichelt und dann entstehen halt viele Sachen. Ja. Verdienst halt Geld mit Leuten beleidigen. Ja, das ist eigentlich voll ein geil. Traumjob. Das ist voll Balkaner eigentlich. Du spielst viel mit Albanern unterwegs. Wie bist du zu dem gekommen? Einfach mal machen. Hey, da ist während Corona entstanden, der Scheiß, Mann. Dann habe ich eben gedacht, ja, dort ist ja nichts gelaufen. Ja. Ich konnte machen, ich kann nicht auf die Bühne. Und dann habe ich gedacht, ja, ich probiere einfach mal so Videos ein bisschen online. Einfach mal machen. Ja, einfach mal so einen Scheiß, einfach mal machen, aber einfach einen Scheiß gemacht. Und dann habe ich einfach so mal keine so Alltagssituationen genommen und dann einfach mal zum Beispiel der erste war, ich glaube mit dem Kaffee, wo ich Kaffee rausgelassen habe und dann habe ich gerade aber Stopp wieder gedrückt, dass nur so 2 Tröpfe reingekommen sind und dann habe ich so gesagt, einfach mal Lusttropfen rauslassen. ja, nur 2 Tropfen rauslassen, einfach mal weißt du, so voll einfach, es ist so ein bisschen, ja, in dem Sinne einfach so ein bisschen andere Situation so, oder Zähneputzen, habe ich gesagt, dann einfach mal 10, 15 Minuten oder so putzen, weißt du, immer das, Ja, ja. so, immer so Sachen. Und dann Geil. die Videos sind nur gut geklickt worden. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, die Leute feiern da irgendwie. Und dann habe ich ein paar Videos gemacht. Und dann, wo es aber weitergegangen ist, habe ich die wieder gelöscht, weil ich so gedacht, ich will nicht, dass da so voll Aha, mein ja. Ding wird, weißt Ich Ich würd- schon eine andere Richtung. du? Ja, ich will als Stand-up-Comedian wahrgenommen werden und nicht als so Online-Comedian. Ja, voll. Und dann habe ich die gelöscht. Und dann ist aber... Hat dich das gestört? Ja, Dass Leute voll. das von dir können denken? Ja, nicht denken, aber ich wollte auf der Bühne stattfinden. Ah, okay. So, ich gewusst, dass ich nehme mich lieber auf der Bühne auf und die Leute haben dann Content okay. auf der Bühne und dann wissen sie, dann haben sie die Verknüpfung, der Typ hat auch Shows und der ist live unterwegs und dann kann man schauen. Okay, so. Ja, und dann Okay. bin ich unterwegs gewesen, Shows gespielt und dann ist aber immer wieder die Frage gekommen, hey, haben wir Leute privat geschrieben, hey, wo hast du das Video da, wo mit der Kaffeetasse und so? Hast du das noch? Ich muss das unbedingt zeigen, ich habe das nie mehr gefunden und so. Dann habe ich einmal geschickt, so DM, weißt du, da. Einfach so einzeln. Weißt du, so wie Flyer verteilt. Ja, oder illegale Videos, so DM, Bro. Ja, Das ist schlimm. Kinox.de. Ich schwöre, ja, aber vielleicht ist das auch so. Eben nachher bist du dann auf das Mal, habe ich da wieder bekommen. So Kollege, ey Bro, Mann, da in der WhatsApp-Gruppe werden deine Videos so immer rumgeschickt und so, gell? Nachher ich so, okay, ja, voll easy. Und dann immer wieder, wo ist da mit dem, wo du zu Arosa bist, wo ist da, wo du da mit da und da machst? Und dann habe ich immer so geschickt. Und dann habe ich gedacht, ja, Bro, wenn die Videos so gut ankommen, dann mache ich einfach wieder ein paar, oder? Und dann habe ich die wieder gemacht und ja. Du, da ist jetzt sowieso ein bisschen Markenzeichen geworden, aber ich will eben nicht, dass es dann nur da Nur das ist. ist, ja. dass nur auf dem... Ich habe es am Anfang nicht gecheckt. Weißt du, warum das, was deine Überlegung ist, was macht schon Sinn? Weil von dir gibt es mega viele Videos halt auf der Bühne. Ja. Ja, voll, Ja, Das ist schon viel mehr Videos Viel auf mehr der auf der Bühne. Bühne, Weißt du, das jetzt, ist- wo ich auch ein paar Videos von denen dann durch... Ich hatte dich ja vorher schon kennt, bevor wir das gefixt haben. Ja. Ich habe das dann mal alles so voll durchgeschaut. Stimmt, das ist mir gar nicht bewusst gewesen. Das ist Ja. ein cleverer Move. Aber ich finde es auch, ja, voll. Es ist halt So so voll der Aufhänger, ja. Ja, und Also- Interesse steigt, dass man dich auch live besuchen Ja, anstatt- voll, ja. Und eben, dann habe ich halt die Live-Show noch gemacht, wo auch einfach mal machen heisst, dass man so ein bisschen Verknüpfung Ah, hat. geil. Wer ist der Typ? Das ist der von diesen Videos, wo auch noch Live-Show hat. Heftig. Und Nice. ja, die Schwierigkeit ist so, aber am Anfang habe ich gedacht, eben, werden die Leute noch zu meiner Solo-Show kommen. Weißt du, weil da ist ja Programm und da ist nicht da, wo die Leute in dem Sinn sehen auf der Bühne oder im Insta. Und das Krasse war, dass beide Shows immer voll gefüllt sind. Also auch mein Solo-Programm ist relativ oft voll. Ich habe jetzt eben gerade 2 Shows gespielt, die ausverkauft sind. Und einfach mal machen Shows sind auch ausverkauft. Also die Leute kommen bei der einfach mal machen Show jedes Mal. Du kannst jede Woche oder jedes Mal. Ich habe die ja vielleicht 1-2 Mal im Monat, aber du kannst jeden Monat du eine neue Show schauen, bei einfach mal machen, weil das ist ja nicht scripted, das ist ja alles interaktiv. Und du kannst aber mein Programm vielleicht 1 oder 2 Mal im Jahr schauen und vielleicht schauen, wie sich es ein bisschen verändert. Aber da bleibt eigentlich immer relativ stabil. So, So, aber dann habe ich halt die Crowdwork-Show, wo du einfach jedes Mal
jeden So Monat geil. könntest du neu. Und Neu erleben. dein Programm, weil du bist auch in Deutschland ja aktiv gewesen, oder? Ja, Bist ja. immer noch aktiv? Ja, voll, ja, immer noch. Ja. Ist dein Programm einfach, du es einfach übersetzen oder machst du etwas anderes auf? Nein, ich Sind schreibe Jokes, eben, sind Jokes übersetzbar in dem Sinn? ja schon, aber du musst halt schauen, eben, wenn zum Beispiel, wenn du so, keine Ahnung, wenn du sagst, ich gehe in die Migros, du kannst nicht sagen, ich gehe in die Migros, Ja, in gehst Deutschland musst du sagen, ich Edeka gehe in Edeka oder Rewe oder so, musst du so ein bisschen anpassen. Halt die asoziale Version von Ja, Penny ist noch, da kannst du nicht mal vergleichen mit irgendetwas in der Schweiz. Ja, ist für mich mein Selektor. So ein kaputt. Ich schwöre, Penny sind einfach so 4 Selectas nebeneinander. Voll, aber eigentlich. so alles, weißt du, so halb kaputt, die 3-mal Maschinen springen, dass es rausgeht. Zwar Ottos ist auch noch ein bisschen so. Oh, das darfst du auch nicht sagen, ist ein Luzerner. Ja, Bro, ich bin maximal Fan von Otto, Mann. Otto ist das Beste, was es gibt. Otto ist Eigentlich. nice. Ja. Hat Hardy-Shirts, finde ich geil. Ja, Mann. Vorher oldschool. Die hat auch immer so Parfüm noch ab und zu. Kannst alles. Ottos ist geil. Auf jeden Fall eben die Show auch in Deutschland. Und wenn ich übersetze, dann ich schreibe auf Deutsch. Ich schreibe gar nicht Schweizerdeutsch. Ich schreibe schon Hochdeutsch in dem Sinn. Mhm. Dann manchmal muss ich sogar eher auf Schweizerdeutsch übersetzen. Findet die Deutschen Schweizer lustig? Ja, also bis jetzt, also ich habe gute Shows gehabt in Deutschland. Ja. Geil, geil. Aber halt aber auch, weil ich halt da zum Beispiel auch, weißt, ich erzähle ganz andere Stories, so, Ja, ja. wo man vielleicht noch gar nicht so gehört hat. So, das ist nicht so mainstreamig. Ich bin nicht so Mann-Frau-Thema oder keine Ahnung, ich will auch nicht voll der Schweiz raushängen. Ja. Aber kannst du mir vielleicht erzählen, etwas, was du so bei deinen Shows alles erzählst? Ja, zum Beispiel, ja, ein Joke, wo ich erzähle, so mein Kollege, so, ja, einen dümmsten Kollegen, so, wir haben alle Haben so, wir alle einen, ja. so, wo wir wissen, der ist der dümmste bei uns im Freundeskreis und der fragt halt ab und zu so Sachen. Ah, wirklich? Ich meine, das ist der Joke. Ja, das ist auch schon ein Joke, aber aber Existiert. ja, da existiert alles. Ja, das Ding ist wirklich da, wo ich erzähle, ist wirklich zum Teil halt auch wahr, weißt du? Ah. Also weiss der dümmste Kollege, wer der dümmste Kollege ist, weiss er das? Ja, sicher, ich Musst du glaube, da wissen alle. Nein, da noch nicht. ist geil. Solange ich keinen Namen erwähne, ist gut. Schon rechtlich festgelegt. Shoutout an dich, dumme Kollege. Bro, du erwähnst mich immer jedes Mal in einer Show. Gib mir mal etwas ab, Mann. Geil. Ja, ich habe ihm gesagt, Bro, schau, ich sage keinen Namen und so und du profitierst auch, weil Backstage du kannst Bier saufen, mach alles, was du willst. Ja, genau. Aber die Nummer, die gehört mir. Erzähl mehr, weißt du. Und eben, der hat mich die haben so gefragt, Bro, ich kann nicht so gut schlafen, was soll ich machen? Und der so, Bro, ich lass Wahllieder. Die Wahlgesänge. So. Ja, so Wahlgesänge. Nachher ich so, was ist das? Und er so, ja, geh mal auf Spotify, geh schauen. Nachher ich schaue so. Und dann sagt er so, da geht 4 Minuten 29, wo du nur Wahl hörst. Und dann mache ich so die Wahl noch, weißt du, so voll, so 10, 15 Sekunden mache ich einfach Wahl noch. Und dann habe ich gesagt, eben, und das sind erst 10 Sekunden gewesen, dann geht noch voll lang so weiter. Nachher ich so, Bro, mit dem Scheiß kannst du schlafen. Und er so, ja, du musst schon zur Minute 4,22. Nachher ich so, Alter, du hast einen Lieblingspart. So im Wahllied. Weißt du? So, er findet die Stelle, findet er voll geil. Toucht ihn voll. Toucht ihn voll. No, ist er, Bro. Das Man. klingt doch immer gleich, nicht? Ja, eben, es klingt immer gleich. Nachher, er feiert die Stelle voll, weißt du? Nachher machen wir so ein bisschen über da lustig und ja, die Nummer geht halt noch viel weiter. Ja, aber Dann, klar. Aber das sehe ich. das machen nur viel so mit Wassergeräuschen und so Ja, einschlafen. ja, so Natur und Klang und so. Ja, Regenwald und so, das ist auch. Ich bin jetzt gerade vor kurzem in Thailand, das ist auch eine lustige Ich bin Story. vor kurzem Wahl am Zuhören. Nein, nicht mal. Nein. Wir haben den Clip gedreht und da ist gerade der Arber, der EAZ, wir sind zusammengeguckt und daneben uns ist noch ein anderer Kollege, ein Italiener, ist noch ein älterer Italiener. Ja. Und der war zudeckt, hat seine Augenbinde angehabt, voll mit Decke bedeckt. Und am Einschlafen und seine Kopfhörer da. Und dann, wir sind auch so zusammen, probiert einschlafen. Oder herzig. Ja, voll. Und dann plötzlich macht so weißt du, plötzlich so Wassergeräusch. Und ich so im Arber, so, Bro, was ist das, weißt du? Er so, Bro, keine Ahnung. Ich so, Bro, ich glaube, die sind am Kochen, weißt du? Ich voll Deutschland, weißt du, wie wollen die kochen dort? Ich flog hin. Weil die sind immer, die Stewardess sind immer in die reingegangen. Ich sage, man, die machen etwas. Wir voll am philosophieren. Aber nein, ich glaube, Wasser, etwas mit Wasser ist kaputt.
Und ey, das ist 2 Stunden gegangen und wir... Wasserleitung ist Ja, relativ- ich will mir ganz noch mal überlegen, was ist das? Und dann ist der Arbeiter so runtergegangen und dann hat er mit dem rechten Ohr gehört, so aus dem Handy ist es gekommen, weißt du, beim Wassergeräusch und voll Lautstärke und wir so, ey Mann, weißt du, machen wir ihm so, er nicht aufgestanden, er schaltet ihm ab, der Arbeiter. Dann macht er wieder laut und dann wieder abgeschaltet und nachher, bis er aufsteht und er sagt so, ich hab gedacht, meine Kopfhörer sind kaputt. Er hat die ganze Zeit gedacht, dass er mit dem Kopfhörer am Lassen war. Darum hat er immer Lautstärke aufgemacht. Alle haben das gehört. Ey, wir haben uns kaputt gelacht. Ey. Wir alle haben gedacht, und das war schon laut gewesen. Alle haben gedacht, Gott weiss, was ist da passiert. Ja, schau jetzt wegen Kopfhörer. Dort hast du mich letztes Mal touched mit einem Video. Touch, ich habe nicht gewusst, dass das andere Menschen auch machen. Du hast gesagt, dass du... Lautlos. Genau, das sind, weil ich bin auch ein ÖV-Fahrer, ich habe die gleiche Problematik mit der Autoprüfung wie du. Aber ich sage einfach immer, ich bin voll der Öko und es geht eigentlich um die Umwelt, es klingt ein bisschen besser als... Ich darf nicht mehr Auto fahren. Gut, mittlerweile darf ich wieder, aber mit Zug bist du gut. Als Schweizer fährst du Zug, oder? Jetzt, wo ich weiss, dass du 100% Schweizer bist. Du hast sicher auch GA und so Zeug. Nein. Oder halbtags. Ich habe ein Streckenabo. Okay. Ich habe Streckenabo. Halbtags hätte ich dir schon okay. Schon ein bisschen Zeit gehen, nur Strecken. Ja, voll geil, wirklich. Das passt Weißt du warum? voll zu Weil ich müsste von dort, wo ich muss einmal umsteigen und das wäre wie eine Zone mehr. Und dann müsste ich die Zone mehr zahlen, darum ich fahre einfach immer die Zwischenstrecke, ich fahre in schwarz. Dann sage ich einfach immer, ich fahre... Doch so, okay. Das ist... Aber ja, weißt du, ich bin halt Frauenfelder. Du kannst... Auf jeden Fall, dort hast du mir so angenommen, dass du einfach Kopfhörer drin hast und nichts los ist. Ja. Weil irgendwann, ich weiss noch, früher haben alle mir gesagt, ja, weißt du, ich höre voll viel Musik, Musik berührt mich, voll, ich brauche Musik, ich muss Musik hören. Ich habe das Gefühl, heutzutage hören viel weniger Leute Musik. Also weißt du, so einerseits oder Podcasts oder einfach Videos. Also manchmal einfach mal nichts hören. Einfach mal machen. Ja, fix. Einfach nicht hören. Einfach mal nicht machen. Und denke das erste Mal irgendwie so 2 15-Jährige, wie so sagen, dass am Wochenende 3-4 Leute abgeschlagen haben. Also, weißt du, von dann denkst du, ich muss wieder irgendetwas los. Lieber Wahlgesang los, 1 Minute 42 als andere Sachen. Nice. Was denkst du, Comedy in der Schweiz? Wie kann man da Erfolg haben? Im Gegensatz zu Deutschland ist er, glaube ich, sehr gut. Also musst du auf Deutschland gehen? Ja. Oder? Nein, ich habe gemerkt, du musst eben gar nicht. Schon, Wenn du gut bist, dann lange es in der Schweiz auch. Geil. Also lange. Ich sage, mein Anspruch ist natürlich immer, ich denke natürlich nie so klein. Ja. So, ich will das Größte erreichen, was ich will. Weißt du? Darum bin ich auch auf Deutschland. Und, Was ist die grösste Anzahl Leute, die du erreicht hast? bei meinem Solo, wo jetzt allein für mich gekommen sind, ist glaube ich 450 gewesen, von nur für mich. 450 Leute. 450 Leute. Wow. Krass. Und da ist eben auch krass, zum Beispiel, es ist ja mein erstes Solo, oder? Ja. Und das Krasse ist eben, ich habe alles, da bin ich auch stolz auf mich, da kann ich auch so sagen, ich habe da alles selber aufgebaut. Mhm. Geil. Ich habe kein Management gehabt in dem Sinn. Applaus, Mann. Das ist die wichtige Sache. Ich habe das selber alles mit online gemacht. In dem Sinn. Schon, mit Marketing. Ja, Alles eben, ich habe kein SRF, das mich nicht pusht. So, alle Comedians in der Schweiz haben ja irgendetwas mit dem SRF zu tun. Ja. Entweder haben sie eine Sendung oder haben ein Format oder sonst irgendetwas. Das Einzige, wo keine Sendung hat, dann eben. Lass mal das schnell kurz stehen. Ja. Ja, aber eben, man braucht sie nicht. Ja. Ja. Weil das ist ja eine komplett andere Zielgruppe. Aber dort muss ich auch sagen, es ist mir noch ein bisschen so ein bisschen. Fragt doch jemand, der Ahnung hat, also weißt du, der ein bisschen unterwegs ist. Man. Sie fragen immer so Leute, die entweder haben keine Solo-Show, ziehen keine Leute oder wo irgendwie nur 15 Leute kommen. So. Dann denken wir so, Bro, also so, fragt doch mich, Ja. noch etwas macht, weißt du? So, Ja. so mit Vor Newcomer. allem weißt du, für Ich sich wür- selber wäre das ja auch. Ja, Werden ja eben, auch sie profitieren vermitteln. auf beiden Seiten. Ja, es wird einfach ein bisschen ein anderes Bild vermittelt, dass da so Comedy ist, aber so die Leute, die erfolgreich sind, werden irgendwie nicht so gepusht, so wie es eigentlich sollte, oder? Aber eben 450 Leute ist das Größte gewesen, allein, aber dort auch schon, ich habe jetzt 4-mal in Zürich gespielt und habe jetzt über 1000 Leute, habe ich, Aber über 1200 Leute habe ich jetzt auf Zürich gebracht, nur an einen Ort mit 4 Shows. So. was hat sich geändert, wo dort die 15, 18 Leute, wie viel hast du gesagt, sind gekommen, damals beim ersten Mal im 18? Ja, 15, ja. 15 Leute. Was ist anders? Bist du nervöser? Hat sich Nein, Nervosität ist eigentlich fast ganz weg in dem Sinn.
den habe ich nicht mehr so. Aber Also bist du nervöser gewesen vor 15 Leuten als vor 450? immer. Also für mich umso mehr Leute das hat, umso besser. Ja. Weil wenn weniger Leute im Raum sind, du siehst alles. Ah, du kannst sowieso du siehst, ja, du siehst jede Reaktion, verstehe du ich. siehst, Ja. die Leute sind auch so gecampt in der Schweiz. Ein Raum, wo 30 Leute sind, die Schweizer sind nicht so von der Mentalität her, auch kommen rein und haben gerade voll Spaß. Ja. Sondern du musst immer zuerst so ein bisschen... Ja, es ist ja so. Die Mentalität ist so zurückhaltend. Du musst die Leute immer Ja, voll voll. rauslocken. Und dann irgendwann, wenn er merkt, okay, ja, das ist eine Comedy-Show, da darf man lachen, dann lachen sie. Dann ist auch gut. So schnell ins Füßchen. Voll. Eigentlich ist Ja. weißt, dass du die Schweizer zum Lachen bringst, ist ein riesen... Ja. ja, nicht. Ja, wir haben schon Humor, aber eben, du musst halt... Gegensatz, also Damis und so, die sind ja viel... Ja, das ist die lachen dir ja Aber jeden das Scheiß. Dort ist manchmal zu einfach. Amerikaner, ich schwöre, habe ich auch gedacht, Alter, Ja, so einen schon. Joke wirst du in der Schweiz wahrscheinlich Hure abgekackt, Ja. aber dort sind alle am Durchtrüllen, Mann, das ist schon krass. Ja, die suchen, ich habe das Gefühl, gerade auch Amis, die suchen fast ein bisschen Spass. Also weißt Ja. du, das ist wie so etwas... Das ist Ist tief voll, wieder... also voll schade, dass das bei uns auch nicht so ist. Weil das Ja. wäre du wirst viel angenehmer durchs Leben gehen, wirst du Spass suchen und positiv Ja. entgegen... Absolut. Weißt Das ist voll, Ahne vor allem, ja. ja. Das ist in der Kultur verankert. Und in der Ja. Schweiz ist es halt eben so, das Kabarett, wir hocken mal an, du sagst uns irgendetwas und wir sagen dann, ja, okay, ist gut, wir sind gleicher Meinung. du, ja. Und ich Ich glaube, zuerst mal den abholen. ja, Da bin ich d'accord. ja, genau. Und bei mir ist es, glaube ich, ein bisschen anders, weil ich halt hure viele junge Leute habe. Also alle Leute haben mir gesagt, Bro, bei dir ist nicht normal, du hast wirklich keine Leute, die zum Teil über 35 oder so sind. Wirklich? Okay. Oder eben so knapp 40. Und auch ältere Leute kommen immer nach der Show und so denken, du, wir haben jetzt da mal schauen, haben uns fast ein bisschen geschämt, da reinzukommen. So viele junge viele Leute, das Junge. haben wir noch nie erlebt. Da. Also muss ich sagen, Okay. also, das ist cool. Also, wir haben uns aber wirklich, sind wirklich die Ältesten gewesen da. Ich so, ja, ey, wenn ihr da feiert, dann ist egal, wie alt ihr sind. Weißt du, was ich meine? Aber das finde ich gut. Eben, das zeigt auch, dass die Jungen, dass sie ein bisschen etwas anderes haben. Ja, voll, So. voll. Und das ist cool, ja. Aber ich kann da jedem empfehlen, Comedy-Shows sind, Alter, das ist Nice. zu geil. Das ist wirklich geil. Was schaust du selber, was konsumierst du selber, wenn du lachen willst? Außer deinem Kollegen Leute, dem Dummen. Bro, mein Humor ist eben richtig dumm, Mann. Ich Ja. lache, ich schwöre, ich lache ab, Wenn es so schon anfängt. So. ja, ich lache ab ganz, ganz dumme Sachen. Also Ja. Comedy, Stand-up natürlich auch, so Ja. Dave Chappelle, so alle Amis, das habe ich alle durchgesucht. Ja. Aber wo ich am meisten muss lachen, sind so die Verschreckvideos. Die Verschreckvideos. Ja, wenn Leute verschreckt werden, ich stirb. Ich finde das so lustig. Das ist so. Weil wir haben eben auch, wo ich gearbeitet habe, wir hatten auch eine Firma, gehabt, wo wir zu dritt waren. Ja. Ist nicht meine Firma, aber der Chef und 2 Angestellte, ich war einer von den Angestellten. Gewesen. Und wir haben den ganzen Tag nur, der Chef war so ein Junge, weißt, wir Ja. haben nur Scheiß gemacht. Ja. Ja. Wir haben voll immer gearbeitet, lang und so, immer professionell. Aber wir haben uns manchmal so voll verarscht. Am Morgen, kennst du, wenn du immer verschreckt wirst, Ja. wenn du immer irgendwie vor Ja, etwas ja. musst Angst haben, Du kommst Du voll kommst- so du langsam kommst so rein. rein. ich schwöre, ohne Spaß, wir sind einmal früher noch ins Büro gekommen. Dass wir die Ersten sind, die können den Chef und die verschrecken. Das ist nachher so gewesen. Nachher sind wir wirklich, ich bin manchmal so wirklich voll früh ins Büro, dass ich gewusst habe, oh, ich fick die Missgeburt. Heute bin ich der Erste, der mit denen nachher habe ich aufbauen, so irgendwie mit WC-Papier und so. Ja. Und, Alter, So das ist geil. krank gewesen. Und einmal ist krank gewesen. Chef und ich dort im Büro, dann sind wir nur das Zweite gewesen, ist dann erst später nochmal einer dazugekommen. Und der hat mich immer verschreckt, immer Scheiß gemacht, immer. Ein Kunde ist gekommen, gell? Dann hat er gesagt, ja, geh mal, hol mal einen Kaffee, oder? Der Ding ist da. Dann bin ich Kaffee holen, dann mache ich Wasser auf, bam, ganze Wasser. Mir entgegengekommen, gell? Ich so, Bro, was ist los, Mann? Ist der Hahn kaputt? Voll peinlich, alles über meine Hose da, gell? Ich so mit nassen Hose am Kunden so den Kaffee gebracht. Und Bis nachher, Rosialo. nachher mein Chef so, du, ist der Hahn kaputt? Ich so, ja, keine Ahnung, also ja, geh mal schauen, nachher schaue ich so und der Missgeburt hat einfach so einen Strip an tun. Weißt du, so. Nein. Wie so Das Kleber. Ja, so Kleber, dass es spritzt. Ich so, du verdammt, du Mies. Weißt du, der Chef von mir? Und dann haben wir Mittagspause gehabt, gell? Ich so, dann zahle ich es heim. Nachher, ich habe gewusst, der Kunde ist gegangen, aber ich habe nicht gewusst, dass ein neuer Kunde wieder kommt, gell? Ja. Dann, ich verstecke mich hinter dem Ding, oder? Hinter dem Schrank.
Er kommt, ich höre so Leute, die kommen, ich juck so auf die Seite. Mach so. Und dann einfach der kommt so. Bro, man muss denken. Riesen Eindruck. Einfach der Kunde verschreckt. Aber weißt du, wie krass, Mann? Und dann ist so, sorry, Mann, ich habe mehr. Sorry, ich weiß, ich bin nicht so ein Insider. Wie willst du erklären? Ich schaff nicht da. Scheiße. Oder sagst du einfach nichts und sagst nicht aus. Aber ich habe das Gefühl, das ist original, das ist so original Ja, ist geil. Jungs-Humor. Ja. Das ist für mich fix so Jung. Scheiße. Ich bin einmal so Angst, also am Arbeiten gewesen, und wir hatten auch einen gehabt, der hat uns immer versteckt. Das ist auch so unser Running Gag gewesen. Und ich habe früher müssen ins Geschäft gehen, weil ich einen Kundentermin hatte, irgendwie am 7 Uhr am Morgen. Normalerweise vor dem 9 Uhr bin ich nicht dort gewesen. Ja. Und ich bin immer ins Geschäft mit einem Training, also mit Real-Trainingsanzug. Ja. Ich bin so ein Trainingsanzugsmensch. Und nachher, ich bin mit dem Trainingsanzug ins Geschäft gegangen und es war ein bisschen kühler gewesen. Also kühler, es war schon gewesen, dass es gefroren ist. Weißt du, so, Ja. die Türen sind ein bisschen gefroren vom Auto und so. Damals noch nicht Auto fahren. Schöne Erinnerung, by the way. Auf jeden Fall, nachher, wenn ich ins Gebäude reingehen, musst du wirklich anspringen, weißt du, an die Türe. Ja, ja. Also nicht von weitem so, aber wenn du den Schlüssel rein tust, kannst du springen, dass es aufgeht. Ja, ja. Und dann ich halt so dort durchgegangen, mit dem Adidas-Trainer läuft dort so rein. Und nach am 7 Uhr morgen, ich dort am Arbeiten, nach 10 Minuten, klopft es an der Schiebetüre vorne, Ja. im Kundeneingang. Ja. Und ich habe gemeint, das ist der. Und ich so, mach komm, er hat den Badge vergessen. Und ich so, komm, ich lade dich extra draussen früher, weil da mit meinem Stress ist. Ich habe weiter etwas machen und ich habe mich in dieser Zeit schon umgezogen. Also ich habe einen Anzug angehabt, weil ich habe gewusst, mein Kunde kommt jetzt gerade, weißt du? Ja. Und dann ich dort, nachher klopft es wieder. Aber hure weit, weil ich bin etwa 7 Meter weg von der Schiebetüre. Hey, und nachher, ich so irgendwann, ich stresse mich nicht. Hey, noch ich laufe vor, ich sehe 2 Cops so mit der Waffe dort. Weil ich habe auf einer Bank geschafft dort. Hey, und noch ich sehe 2 so dort am Stehen. Ja, und im ersten Moment, ich habe nur Waffe gesehen, weißt du, ich so, ja, was ist denn los, Mann? Und dann schaue ich die so an und die machen mir so. Ey, und ich so, okay, ich mache Bier leider rein, aber ich etwas sagen. Dann macht er mir so, mach die Tür auf. Mach ihm so die Tür auf. Und dann sagt er mir, gang nicht rein. In so ein separates Räumchen habe ich dort müssen, nein, sorry, ich habe raus müssen. Dann bin ich draussen gewesen. Dann haben die etwa 15 Minuten lang das ganze Gebäude abgesucht. Ja, das ganze Gebäude abgesucht. Und nachher kommen sie zu mir, kannst du da reinkommen? Dann komme ich rein. Dann sagen sie mir eine Alarmmeldung gehabt. Und dann ich so, wieso? Und ich bin wieder zu meinem Arbeitsplatz gegangen und ich habe mit dem so geredet. Dann sagt da, jemand hat da angerufen und gesagt, jemand ist eingebrochen mit den 3 Streifen an der Hose. Jo! Ich schaue runter und ich sehe, die Hose von meiner Trainerhose lampen wie Feuer, weißt du? Ich mit dem Fuß am Hinteren tun. Und ich so. Und ich habe mich so geschämt, dass. Weil mir haben alle immer gesagt, du bist voll der Penner, Mann. Gang nicht in die Bank arbeiten mit Tränen. Und ich so. Dann ich schaue den so an und ich so. Also ich weiß von nichts. Dann ich habe den Teil so hintergeschoben mit dem Fuß. Adidas, dann sind sie da gegangen. Dann kommt mein Chef und sagt, das ist Alarmmeldung, bla bla, dies, das. Und ich schaue ihn so an. Ich weiß von nichts. Ich habe mich so geschämt in dem Moment, weil ich hätte es ihm einfach können sagen, weißt du, am Kopf oder so. Aber ich habe mich so nachher müssen kaputt lachen. Weißt du, er redet mit mir ins Gesicht, mit der Alarmmeldung, dies, das. Ich schaue ihn an. Okay. Bro, nachher wer hat angerufen? Ja, irgendjemand, ein Passant, hat gemeint, jemand ist eingebrochen, weil ich in der Tür wie so rein bin. Die hat gemeint, jemand ist eingebrochen in die Bank. Jo, ich habe gemeint, der Kollege hat dir quasi die Polizei geschrieben. Nein, dann kommt irgendjemand eine Alarmmeldung gegeben. Weißt du, jemand ist in die Bank eingebrochen. Ich habe mich umgezogen in dieser Zeit und dann stehe ich dort und ich im Anzug, weißt du, und ich sehe mich im Anzug, Trainer, was ich nicht mehr an. Scheiße, zum Glück. Ey, und nachher, ich schaue den so und ich habe so müssen lachen innerlich. Und nachher ich sehe, mein Mitarbeiter kommt rein und der sieht mich mit der Polizei so reden. Er so, was ist da los? Und ich schaue den so, ich so, Alter, wenn ich da irgendjemand erzähle, Alter, ich habe das jetzt noch irgendwie 10 Jahre, es ist verjährt langsam, es ist okay, dass das... Shit, man. Der ist schlimm gewesen. Wer ist der beste Komödiant, wo du... Also, von wem bist du Fan oder hast du ein Vorbild? Ja, Vorbild. Ich finde einfach, Louis C.K. ist einfach für mich der krasseste. Und Patrice O'Neill, der ist leider schon gestorben. Okay. Aber der ist der Beste. Schon. Ja, der ist Und so in Deutschland? Deutschland. Deutsche? Los ist, also schaust du dich überall an? Ja, ich kenne halt die meisten schon so. Also ich habe auch schon viel persönlich getroffen. Aber der lustigste ist für mich, wer lustig ist, ein Kollege von mir, der Serdar Karibik.
Ja. Sind überdeckt. Ein bisschen wohlgenährter. Ja, ist ein bisschen dicker. So, ist Boah, ich ein habe es bisschen- sehr herzig gesagt und jetzt kommt er mit dick. Wurde Da politisch sind wir, ja, er ist korrekt. fett, er ist fett. Er ist fett. Ist ein fetter Türk. Nein. Den finde ich hure lustig, der ist auch spontan. Der ist zum Beispiel auch das Gegenteil von mir. Ich bin eben auf der Bühne bin ich bin im privaten eher so ruhig. Und Ja. Das ist interessant, du Easy. bist wirklich schon eher introvertiert. ja, voll, ja. Ich bin auch so, öffentlich bin ich auch eher schüch. So, ja, gar nicht voll auf Leute so zu. Ja. Aber wenn ich dann mal drin bin, dann geht's los. Weißt du. Dann geht's Erst. ab. Und bei ihm ist es so, der ist nicht normal. Der siehst du auf der Straße, was geht denn noch? Weißt, tut da alle ansprechen, Bro. Ich habe 2 Jahre in Berlin gewohnt, ich habe niemanden kennt, gell, mit niemandem geredet, Nachbarn, vielleicht nur mal schnell Heu gesagt, der Nachbar. Bro, er war bei mir am Pennen 3 Tage, alle haben uns gekannt nachher. Der so, hey Hausmeister, wie geht's? Und nachher, so die Leute, wo es mich dann quasi mit dem gesehen haben, so nach dieser Zeit, die Leute so am Fragen, hey, wo ist denn der Serda? Wo ist denn dein Kollege? Nachher so, ja, der ist wieder heim. Ja, wir müssen mal wieder kommen und so. Weißt du, so Leute feiern eben, ich liebe das. So, wenn Leute so, wenn Leute das können. Ja. Er spricht Leute an, er sieht irgendetwas, so keine Ahnung, irgendeine Frau hat da so eine Blume. Also, das ist eine schöne Blume, die Sonnenblume, ist das seine Lieblingsblume? Nachher kommt so volles Gespräch und lernt die Leute so voll kennen. Das ist geil. das so. Das mache ich jetzt zum Beispiel nicht. Oder? Und Nice. ihn finde ich geil und mein Kollege der Dominik Joswiak von Berlin, auch richtig geile Künstler und sonst ja. So, halt, wer ich cool finde, so wie er es macht, ist Felix Lobrecht, finde ich. Ja. Easy. Aber ja, es gibt viel. Nice, Mariano Vivenzio, MV Comedy, auch einer von den neuen, wo kommt, wo auch geil ist, wo halt so ein bisschen neue Ära ist, so halt ein bisschen, eben, ein bisschen Style, wo ein bisschen schaut, wie es aussieht. Früher sind Comedians so Losers gewesen, man. Ja. Eben, so Vor- ich sag so Mr. Bean und so damals, Ja. ist das so ein bisschen der Film gewesen? Also vor allem in Schon ein bisschen Deutschland, du hast einfach müssen so ein hässlicher Kleiner sein mit Brille und Pickel Ja. und du hast nicht dürfen gut aussehen. Und in Amerika hast du ja eben, Comedians sind Rockstars, man. Ja, absolut. Die sind gleichgestellt wie mit der Rap-Szene. So. Ja. Das ist die gleich. Und in der Schweiz oder in Deutschland ist halt. Ja, jetzt müsstest du noch gut ausgesehen, dann. Das ist auch aber ich bin froh, dass du mich nicht gut aussehen findest. Nice. Und ja, eben. Das ist, in Deutschland musst du Okay. halt so ein bisschen der Loser sein Ja, oder ja. der Dicke sein und dann bist du Ja, lustig. So ein Aber, bisschen Mitleidshumor. ja, voll. Die Aber, Mitleidsschiene, meine ich. ja, voll. Aber eben mittlerweile die Leute schauen, Comedians schauen, wie sie aussehen, wie der Lifestyle ist und bla bla bla. Verstehst du, dass Leute dich lustig finden? Also findest du dich selber lustig? Boah, da. Ist gut. Ja, es wäre blöd, wenn ich würde sagen, ich finde mich nicht lustig, weil dann denken die Leute so, was machst denn du auf der Bühne, Mann? So, du bist ja nicht irgendwie, du denkst ja nicht, scheiße, ich kann kein Auto fliegen, ich kann da voll nicht und dann Bist gehst Garagist, ja, ja. bist Garagist. Aber ja, ich finde mich eigentlich schon lustig, aber eben, ich verstehe auch, wenn da Leute nicht lustig finden. Ja, Humor ist voll vielfältig und verschieden. Absolut, ja. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass du deine Leute findest, die den gleichen Humor teilen und Ja. dann kann nichts schief gehen. Ja. Ja. Und bis jetzt hat es ganz gut geklappt. Die Leute kommen auf jeden Fall zu den Shows, also irgendetwas mache ich schon richtig. Ja. Was ist denn so das Ziel? Was willst du erreichen? Was ist so der Big Dream? Ja, das Ziel ist einfach weiter wachsen, so wie ich bis jetzt gewachsen bin. Natürlich Social Media noch ein bisschen weiter pushen. Weiterhin von dem können leben. Also ich kann mich echt nicht beschweren. Ich kann gut von dem leben und es wird auch immer größer und wird auch immer mehr. Ja. Aber ich mache auch sehr viel. Eben, die Leute sehen Klar. halt auf der Bühne da Ja, ein man bisschen sieht- ja, man lustig. sieht ja nicht, ja. Aber der Hintergrund ist dann schon ein bisschen, Ja, noch ein bisschen anders. Da hat dann mit Spaß nicht mehr so viel zu tun. Du musst halt auch Businessman werden. In dem Sinne, du hast Ja, deine eigene Firma, Sicher, ja. du musst deine Marke bekannt machen. Pushen, ja, absolut. Und so, das ist das Ziel, meine Marke noch ein bisschen grösser machen, meine Bekanntheit steigern. Und eben jetzt geht es das zweite Programm. Ja. Dort wird halt alles auch ein bisschen grösser. Also jetzt gehe ich halt so auf die 300 bis 600er Räume zu. Nice. Und Ist ja nicht so ein Ziel, wo du sagst, hey, ich will mal, keine Ahnung, ein Stadion füllen. ja, das wäre natürlich schon mal das Ziel. Ja. Also, Also
Traum, weißt du, so, zum Beispiel Mario Barth hätte, glaube ich, wer hat der Rekord in Deutschland? Ich weiß Ja, genau. der Aber Mario Barth, glaube sogar, Glaub- also nicht, ob er weltweit hat, aber europaweit voll. sicher. Ich glaube, der Kevin Hart hat ihn mit dem Philadelphia Stadium Schon. glaube überholt mit Also 94'000. machen die von auch viel, ne? das Basketballstadion. Das Eagles, Philadelphia, nein, ist glaube Football. 94'000 oder so hat er geschafft. Boah. Und der Mario Barth hat glaube 80'000 Olympiastadion gefühlt. Ja, voll. Oder 79'000 irgendwas. Krass. Ja gut, weißt du, wenn es vergleichst, so, okay, der Kevin Hart hat ihn übertroffen. Ja. Milan hat 370, Ja, 350, ja. 350 Für Millionen Deutschland Einwohner. ist- Bis Deutschland hat 80, 85 Millionen. Deutschland ist Ja. krank, ja. Aber ich weiß eben nicht, klar willst du irgendwann mal in die Reihe kommen, aber das Ding ist eben, ich bin eben zu gern Comedian, dass ich denke, dass da ein Ziel kann sein. Okay. Weil Comedy ist nicht mehr lustig bei 90'000 Leuten. Da sagen die einfach, wahrscheinlich viel wollen einfach dabei sein für das Event. So ein Kevin Hart ist vielleicht schon, aber zum Schauen ist dann nicht mehr so geil. Ja. Verstehe, ja. Comedy ist geil, wenn es eben ein bisschen eng ist, ein bisschen authentisch. Aber ich sage nicht, eben, so Hallenstadion fühlen wäre ein Riesentraum. Ja, Das wäre brutal. Das wäre schon, das ist schon ein Traum, den ich, wo ich so ein bisschen ins Auge fasse, wo ich einmal sage, das würde ich mal schaffen. Aber ich bin jetzt nicht traurig, wenn es jetzt das Hallenstadion nicht wird. Ja, Dafür Nur kann der ich. Kibun-Park. dafür ist nachher irgendwie, keine Ahnung. Da hast du 15 Jahre immer 1000er. Wenn du, Ja, 15, ja. wenn du immer 1000er spielst in der Schweiz, bist du saniert, dann bist du mehr als dabei. Ja. Weißt du? Ja, absolut. Aber ja, das wäre schon geil. Also eben. Oder viele machen sogar, weißt du, viele Komödianten jetzt machen ja viele TV-Show. Ja, Ist nicht voll. auch so ein Traum, so Ja. im Fernsehen? Nein, da muss ich sagen, im Fall ist nicht unbedingt ein Traum. Schon. Nein, muss ich sagen, ich würde anschauen, wenn es so eine Anfrage würde kommen, Ja, dann würde ich natürlich klar. sicher, du bist ja dann voll, wie viel, dass du von dieser TV-Show ja, kannst ja. entscheiden, ist dann Ja, auch das wieder. ist Ja, So, wenn's gesehen, da, ja. wenn viele haben einen TV-Show-Account sind in dem Sinn bekannt worden, aber sind nachher voll in dieser Mainstream-Schiene gefahren. ja. Wenn du TV machst, dann musst du einfach breit werden, für Ja. für jeder Mann und jede Frau erreichbar. Und mein Humor ist halt wirklich halt nicht unbedingt so für jeder erreichbar. Mhm. So, wenn ich etwas mache, dann würde ich halt meine Humorfarbe reinbringen und etwas Neues erschaffen und nicht etwas, was es schon Was schon mal gibt, ja. gegeben hat. Ja. Aber Und du bist halt so voll in Self-Control. Weißt du, wenn Voll. TV-Show bist halt mega abhängig ja, vom voll. ganzen Medium. Genau. Jetzt Voll. machst du alles mit dem Telefon, Ja. nimmst dich auf, Kamera. Dort hast du Autorenteam, wo dir Ja, das Zeug absolut. schreiben. Dort Ja, hast, genau. wenn du wie Dave Chappelle, wenn du voll Schick, ja. frei kannst sein und du kannst deinen Humor einbringen, dann ist es perfekt. Dann Ja, klar. würde ich Mhm. sofort sagen, ja, machen wir. Aber heutzutage ist es immer so, ja, das darfst du nicht. Und Das das, darfst du nicht ja, im da müssen wir halt noch Fernsehen, eben, wir haben eben auch noch viele, die Ü65 sind und die Ja. wollen wir dann auch noch, Ja, bedienen stimmt. und so. Ja, Ja, dann denke glaubst- ich mir so, ja, Bro. Glaubst du, ist das dein Erfolgsrezept? Dass du voll du selber bist? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, die Leute nehmen mir da voll ab, was ich erzähle. Ich verarsche Leute auch nicht. Ja. So, wenn ich Kooperationen mache, ich auch Kooperationen mit Marken. Ich mache nur Sachen, die ich selber gut finde. Und lehne aber auch viele Sachen ab. Wenn ich sage, ich habe eine Anfrage für irgendein Getränk, das ich nicht trinke. Und sie sagen, ja, mach uns Content, wir geben dir 10.000 Stutz. Dann sage ich, nein, ich trinke das nicht. Es ist nicht authentisch. Ich kann nicht da gern haben, nur weil mir jetzt Geld gezahlt wird. Aber dann sagen doch die Leute, sagen dir doch dann einfach die von dem Brand, von Cola oder was auch immer, sagen dir doch dann einfach, ey, einfach mal machen. Hey, Rivella hat jetzt das Ding auch ein bisschen geklaut, man, habe ich gesehen. Schon? Ja, also ja, eben, du kannst ja da nicht patentieren. Ja, es ist klar. ja eh einfach du kannst ja da nicht einfach nehmen. Aber Oh. ich habe jetzt gemerkt, schon 2-3 Marken haben schon so ein bisschen da das Crazy. einfach mal machen. Genau. Und ich denke, Ja, Wechsers. Hast du Voll. einen Tipp für die jungen Komödianten da in der Schweiz, die uns vielleicht gerade hier zuschauen? Wo du sagst, Ja. hey, look, auf das musst du schauen, dass du... Werdet lustig. ja, das ist nicht mal so ein schlechter Tipp eigentlich. Nein, ich sage da eins, hört auf denken, dass ihr irgendetwas sind, Mann. Ich schwöre, Krass. das ist bei mir auch so, ich mache mein Ding, ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwie prominenter bin als irgendjemand anderes. Crazy, Es kommt einfach,
durch Reichweite, aber ich bin genau noch gleich. wie Auch recht authentisch, wie Ja, das ganze ja. Deutschland gekommen ist. immer. Wie Und real. es gibt Leute, die 30 Auftritte haben und dann das Gefühl haben, dass sie irgendwas sind. Und ich sage, Bro, du hast noch nichts in deinem Leben gemacht. Du hast noch nicht einmal Leute in dein Solo, du hast gar nichts erreicht, du hast noch nichts gemacht. Was ist mit dir los, Mann? Du wird zuerst mal lustig, schau mal, ob da überall funktioniert, man. Und dann reden wir nach 2 bis 3 Jahren nochmal. Weil es gibt viele, wo einfach das Gefühl, so Arroganz, das ist für mich etwas vom Schlimmsten, wenn man wirklich so eben Leute sagen mir auch so, so andere Comedians haben mir auch schon gesagt, ja, wieso gehst du da mit der Night und da viel zu lange noch etwas trinken mit deinen Fans und noch Fotos und Autogramm. Ich so, Bro, die Leute, sie haben für mich Geld gezahlt. Ja. Die Leute sind gekommen für mich. Ich habe, wenn es böse oder nicht blöd oder wenn es blöd sagst, die zahlen in dem Sinne auch meine Miete irgendwo durch. Ja. So. Also irgendwo durch die zahlen deine Miete. Ja, ist halt, ich Du biete zahlst halt einfach keine Miete. Weißt du? ja, ey, wir hören auf mit Comedy, es funktioniert nicht. Ich habe auch nur ausgelehnt, da, die nachher mal nicht wieder. Nein, aber eben, ich bin voll bodenständig. So. Aber ich Ja, glaube, aber man das ist merkt's auch. ich glaube, das ist auch ein mega Problem. Einfach Social Media, ich glaube, ist in dem Aspekt ein mega Problem. Weißt du, wenn jemand die ganze Zeit nicht national erkannt wird oder weißt du, in der Gegend erkannt wird irgendwie und dann durch Social Media hast du dann irgendwie mal, die haben mit 450 Follower, 250 gehabt. Ja. Überhaupt nicht judgen oder so, ich bin auch keiner mit viel Follower oder so, Ja. nichts, wo mich catcht oder so. Ja. Aber weißt du, wenn dann so, mir folgen 1000 Leute. Ja. Oder schön für dich. Ja, fix. Schön für dich, Ja, du bist ja. immer noch ein Böck. Voll. Aber Und eben, ich glaube, aber ein gewisses Ding ist halt wirklich, wo du so, wenn du, keine Ahnung, wenn du 1 Million Follower hast, weißt du, viele Leute schreiben dir da. ja. So, du kannst nicht mehr alles bedienen. Da muss Ja. ich vielleicht dann auch irgendwie aufpassen, weil ich schreibe jetzt in dem Sinne noch jedem oder jeder zurück, wenn sie irgendeine Frage haben oder so, weißt wenn es wirklich ganz dumme Fragen sind oder irgendwie blöde Ja machen, dass es irgendetwas ist, dann antworte ich Ja. natürlich nicht, aber dann weißt du ja, okay. dann ist es wahrscheinlich dein Kollege gewesen. Ja, da könnte schon noch sein, dass der ein paar Fake-Profils gemacht hat. Man, das ja. Schick mal Schwanz, ist am Schicken nachher, ja, dort der Blick. Noch ein Profilbild von der WhatsApp-Gruppe. Ja, ich glaube, ich würde lügen, wenn man da in der Gruppe noch nicht gesehen hat. Was machst du was macht Fabio, wenn er nicht lustig ist, neben Comedy? Bro, dann bin ich viel mit meinem Hund unterwegs, Mann, der Tyson. Grüß an Tyson. Grüß ihn. Tyson Abi, mein bester Mann. Abi. Heißt gleich wie der Hund von meiner Schwester. So der Standard-Hundenname. Ja, ich habe ihn übernommen von einer Familie, wo okay. nicht klar ist. Oder wo er einfach abgeben wollte. Und dann hat er den Namen schon gehabt, ich will Chapo. Von El Chapo. Ich bin halt so Drogenbaron-Fan. So. Das ist voll meine Welt eigentlich. Ja. Und wenn ich nicht Comedian geworden wäre, wäre ich Sinaloa-Kartell irgendetwas machen. Man. So pasa, kurz tío, davor vamos. gewesen, so kurz davor gewesen. ¿Qué pasa, tío? Vamos a ver qué pasa. Wäre geil. Wäre Ich geil. wäre der erste Gringo, der Kartell übernimmt. Ja. Ja. Nein, Wäre auch aber etwas. das wär schon Miklo. Miklo. Übrigens, ich bin fast mal in dem Scheiß gelandet, Mann, in Mexiko, wo ich auch, das ist ja auch schön am Humor. Wenn du Humor hast, da ist ja Sprache, kannst du mit Humor überwinden. In dem Ja, ja. Sinne. Ja. Und dann bin ich in Tulum gsi. Dort war noch nicht so touristisch gsi und hure abgefuckt hinten dran. Habe ich so Airbnb gehabt. Keine Ahnung, was dafür für Gegend. Ich habe einfach geschaut, da ist okay, Ja, ja. passt. Und dann bin ich einmal so mit den Flipflops dort durch die Ghettos gelaufen von Mexiko und dann alles auf dem Töffel mir mal anschauen, weißt du, so hure böse und ich laufe so ganz easy und dann die haben sich so gefragt, Bro, was macht der Behinderte? Ist der dumm, Mann? Was machst du da, gell? Und dann bin ich so mal ins Gespräch gekommen und dann haben wir irgendwie, dann habe ich auch so ein bisschen angefangen, habe ich so ein bisschen Spanisch können, also ich habe ein bisschen Spanisch und dann mit denen angefangen zu reden, so ein paar Witze gemacht und dann haben sie mich voll lustig gefunden so und am Abend bin ich mit denen so am Hühnchenbrötchen gewesen und so die schlimmsten, weißt du, wahrscheinlich die schlimmsten Verbrecher, Ja, und voll. alle voll tätowiert, ich habe auch tätowiert, nachher, ja Mann, das war geil gewesen. Crazy. Aber eben, süß, ja, keine Ahnung, was soll ich den Comedians noch sagen, eben, macht einfach weiter, glaubt an etwas vor allem, das ist auch wichtig. Gibt es nicht so ein Keimrezept, wo du sagst, so gehst du viral. Mach jetzt so gehst du viral. Macht So. Videos so Banane. Zeigt aus. Ja, nein, der viral
Go-Code habe ich selber auch nicht so knackt. Bei mir ist es einfach so, ich lade einfach auf, wenn ich selber gut finde. Und mittlerweile macht man keinen Stress, weil Social Media ist ja voll Abfuck, man. Du bist immer am Schauen, da Zahlen, Klicks, bla bla bla. Wenn ich etwas poste, lade ich es auf, dann schaue ich es vielleicht ein paar Stunden nicht mehr an, dann schaue ich mal wieder rein, wo steht es, aber ich lösche nichts oder so. Eben, da mache ich mir keinen Stress. Wenn es viral geht, habe ich Freude, wenn es nicht viral geht, scheißegal. Halt habe ich noch andere Videos, die kommen. Und, du musst einfach immer dran sein und dann... Ihr kennt es auch, ja TikToks, wir machen ja auch Videos die ganze Zeit. Einfach aufladen. Ja, voll. Irgend- Im Prinzip einfach aufladen. Ja, musst einfach machen. Ja. Vor allem musst du auch ein bisschen Einfach Angst verlieren. Ja. Also Leute haben Angst, du könntest online dich ein bisschen versprechen, weißt du? Und so. Dann denkst du, amigo, Mann. Ja, du musst immer denken, schau, wir sind Leute mit Ansprüchen. So. Ja. So TikToker, keine Ahnung, die Vollidioten von, ich weiß jetzt nicht, wie die alle heißen, aber wo nur Scheiß machen, wo sich live filmen, wo Ja, die TikTok ja, da die TikTok, die Live-TikToks, Challenges, das ist der grösste Scheiß. das ist schon behindert. Du lernst nichts, du hast einfach Ja, nur, ja, du absolut. siehst einfach so den Schmutz von TikTok. Schmutz von Content. was Ja, es gibt, und die Leute schauen es einfach, weil sie denken, Alter Mann, jemand ist noch schlimmer dran als ich. Ja, Weißt du, es ist so. genau das Feeling. Und die denken sich aber nicht, die machen sich keine Gedanken, wie reden die Leute, sondern die laden einfach auf. Und dann wird halt geschaut, das Zeug. Ja, voll. So eben. Was denkst du, wie wichtig ist, natürlich, aber erzähl mal das in deinen Worten, Ja. wie wichtig ist Lachen im Leben? Dass man das alles nicht so ernst nimmt. Alter, Lachen, habe ich auch jetzt gemerkt, ist etwas vom Wichtigsten, was es gibt. Die Leute, darum, ich glaube, mittlerweile ist auch so, Alter, wir sind in einer Katastrophenzeit momentan. Ja. Also, ich kann mich nicht erinnern, wenn das es so schlimm war, so um die Welt, so wo alles rauskommt. Mit Social Media kommt da so viel auf. Ja, Keine Ahnung, jetzt mit dem P. Diddy, mit der so absolut. Epstein, was dort alles im Hintergrund läuft, mit den Kindern, Verschleppungen und Auch mit der Krieg. Auch mit der KI. Also Ja, nur, Alter, du kannst Leute werden auseinandergenommen, zum Teil halt auch falsch beschuldigt, aber wirklich, die Zeiten sind brutal hart. Ja. So, eigentlich hättest du gar nichts zum Lachen und darum ist eben genau wichtig, dass du Sachen raussuchst, die die halt glücklich machen. Weil Zeitungen oder die Medien, die holen ihre Klicks nicht mit, hey, ein Panda-Bär ist geboren und er ist mit einem Bürzelbaum rausgekommen und Ja, alle haben voll. gelacht, sondern die sagen, da ist wieder jemand gestorben, da ist wieder passiert, dann Sensationsgeilheit. da gibt es wieder Krieg, da Ja. ist wieder so und so. Und du bist ja den ganzen Tag nur mit negativem Scheiß beschäftigt, Mann. Wie mir auch. Ich gehe am Morgen Blick, 20 Minuten lesen, nach 2 Minuten, mich schießt schon an. Ja. Da Unfall, da 2-Jährige tot, dort 6-Jährige verschleppt, dort willst du wieder ein Pädophile am etwas machen. Man. Da ist das Baby falsch entsorgt. Der Baby fast nicht so. Bro, nur so Scheiß, Mann. Ja, ja, Und dann ja. denke ich mir so, schau, es ist einfach, das sage ich auch in meinem Programm. Also ohne zu gross Spoiler, aber ich finde es schön, dass die Leute zusammenkommen, 2 Stunden in den Raum hineinkommen und einfach alles vergessen können. Ja. Weil der Absolut. Comedy-Show ist so, du Absolut. gehst irgendwo rein, du lachst mit anderen Leuten, du denkst an nichts Schlechtes. Du Das willst ist schon einfach, schön, ja. du lässt mir etwas jemandem zu, lachst und nach diesen 2 Stunden hast du vergessen, was heute vielleicht passiert ist. Einfach hast du heute irgendeinen Mensch verloren oder keine Ahnung. Und darum, Lachen kann hure viel überwinden. Ja. Ja, Absolut. stark, mega gut. Darum ist da auch etwas vom Wichtigsten, was es gibt. Auch wenn es so ein bisschen so klischeehaft tönt, weißt du, so Lachen jeden Tag und bla bla bla, Ja, so ja. die Wandsprüche, die du mal hast. Ja, wahrscheinlich ist das Aber- irgendwo tätowiert. Ich schwöre. So richtig anschauen. Nein, das noch nicht. Aber ja, es ist schon sehr wichtig. Nice. Geil. Ja, ciao. Easy, ciao zusammen. Nein, ist noch, wir kommen langsam zum Schluss. Wie sieht es aus? Hast du da noch an unsere Zuschauer so ein Schlusswort? Zu mitnehmen? Es läuft Albanisch, vor allem in der. Oh! Ich habe gedacht, er hat es geschafft, einmal ein Video machen ohne die andere zu machen. Du hast es verkackt. Ja,
Nein, keine Ahnung. Hey, danke, dass ihr da sein. Danke, dass ihr reinhört. Checkt meine Tourdaten ab. Es gibt noch ein paar Tickets. Und im Anfangs Mai kommt dann die neue Tour. Dort wird dann auch alles wieder aufgeschaltet, wird alles ein bisschen grösser, ein bisschen geiler. Und ich freue mich aufs neue Programm. Und genau, checkt auch euch ab. Talk it like Lucy. Genau. Einfach mal Einfach mal reinlassen. einfach mal nicht hören und einfach durchlaufen lassen. Ja. Das Views ist ein generiert. bisschen Views generiert, Mann. Und Geil. sowieso immer 5 Sterne geben. Genau, Bewertung Okay, sehr gut. Guter Ding. Danke vielmals. Falls ihr jetzt gerade auf Spotify sind, gebt uns bitte 5 Sterne. Dankeschön. Danke vielmals. Weil da ist das Kleinste, was du machen kannst. Ja, ja. Das ist Wenn du das nicht mehr kannst machen, bist du der größte Uhrensohn. Ja, nein, wenn nicht mal kannst du einen 5-Sterne drucken geben, Ja, einmal ja, so einen ja. Klick machen, Ja, ja. Bro, dann gönn doch. Bullshit doch gegenseitig, aber Gönn doch, gönn doch. Wir haben, Leute haben ein bisschen Podcast, weißt Beef untereinander. Wir müssen mal irgendwo auf TikTok live schlägern miteinander, dass Ja, wir mal voll. viral gehen oder so. Nein, 22.05. Ich denke, wir nehmen uns jetzt Ja, er sind im Fall eingeladen. Wow, Dankeschön. nein. Das heisst, ihr müsst unbedingt Tickets jetzt holen, weil Ja, 2 voll. Tickets sind jetzt gerade weggegangen. Schon wieder weg. Ja, es hat, glaube ich, noch etwa so 40 Tickets. Und 38. 200 irgendetwas. Also jetzt noch 38. Shit. Geil. Ja, voll. Nein, hat wirklich Spaß gemacht. Danke. Hey, für danke das. Dank euch vielmals. vielmals. Merci, dass ihr dürfen da Und sein. das war's wieder für Auf Talk it Wiedersehen like miteinander. Lucy. Es ist lustig getalkt worden. Lustig Das getalkt war's worden. wieder. Von St. Gallen auf One and Luzern. only Über Fabio. Frauenfeld. Wir sind da. Yes, baby. Unser Talk it Album like droppt Lucy. nächste Woche. Look at Yeah. this guy. Look at this guy. Intro, Outro. Danke vielmals fürs 3 hören und 3 Merci vielmals, schauen. hat Bis Spaß zum gemacht. nächsten Bleibt gesund. Mal. Gebt einen Kuss euren Eltern. Ihr seid geile Sachen. Danke vielmals fürs Zuhören. Ciao, baby. Talk it like Lucy.